Hast du ein Lieblingslied? Ich bin aber nicht so. Ich glaube, da wäre es irgendwie besser, was so viel passt. Nein, das, was du schön findest. Ich weißt du? kann... Ich überlege mir. Gut. Ich überlege mir etwas. Genau. Das machen wir alles sehr, sehr spontan. Ich mache vielleicht gleich nochmal die Türen zu, nicht, dass einer von den Wilden hier reinkommt. Nee, das ist ja alles familiär, authentisch. Ja. Das ist ja definitiv so. Und dann gucken wir auf die Uhr, dann wird irgendwie wahrscheinlich auch die Glockenmensch wird dann auch irgendwie Glocken und sowas. Aber wir sind nun mal in einem Schweizer Dorf, da ist das so. Angie. Gut. Aber bist du schon am Aufnehmen? Oh Gott. Irene. So schön, dass du heute da bist. Freut mich auch. Bei uns im Studio 80. Also bei uns eigentlich im so Franks im Studio. Ja, Ja. danke vielmals, dass ich da sein Es ist mir eine Ehre. darf. Ja, mir auch. Und auch. welcome Frank. Danke vielmals, dass du alles ready gemacht hast. Dass ich nur da vorne sitze und mit der Irene schwätze. Ich kann nichts machen. Machst alles du. Gott, Ist na ja, sein das Job? ist ein bisschen. Ist dein Job auch. Ja, das ist so ein bisschen Kabel zusammenstecken. Ne? Das wäre dein Job. Dass wir, Aber nicht Stromer. dass wir Oder? nein, Strom, Sanitär, Finger weg. Ne? Also wenn man es nicht kann. Ne? Ja, genau. Das ist also auch von meiner Seite willkommen, Irene. Schön, dass du da bist. Vor allen Dingen schön, dass du da bist. Du weißt ja gar nicht, auf was du dich einlässt. Nein. Nein. Genau so. Und du weißt ja überhaupt gar nicht, warum wir uns gedacht haben, dass du ein hervorragender allererster Gast wärst. Genau. Ja. Das weißt du ja gar nicht. Ja, ein bisschen schon. Das willst du schon. Sicher cool. Sicher cool, heute noch zu diskutieren, gell? Ja. Und ja, ich rede gerne, das weiss man, glaube ich, auch. Und ja. Sehr schön. Es hat im Fall für mich überhaupt nichts mit Reden zu tun gehabt, dass ich dir angerufen habe. Schon? Nein, überhaupt nicht. Das waren so die Vibes gewesen. Schön. Wo ich, weißt du, so über die letzten paar Jahre irgendwie, Ja. wo ich einfach... Unsere Begegnungen habe ich auch ein bisschen zusammen gedacht Ja. und habe auch meiner Kollegin erzählt, du seist einfach irgendwie ein bisschen stolz auf mich und Fan irgendwie. Ja, voll. Und das jetzt über ein paar Jahre schon eigentlich. Ja. Und ich glaube aber dann fange ich mir auch überlegen, was sage ich. Und es ist eigentlich egal. Ja, es ist ja eigentlich egal, über was man redet. Ja. Hey, ich habe dir angerufen und eben erzählt, dass der Frank und ich ja schon irgendwie 2 Jahre davor schwätzen, dass wir gerne einen Podcast machen oder einfach so ein bisschen etwas zur Unterhaltung beitragen. Und wir suchen die Menschen, die etwas zu erzählen haben, die eine Geschichte haben, die das Herz auf der Zunge haben, die einen Bezug zu Walchwil haben. Und du bist eine der Ersten, die mir in den Sinn gekommen ist. Einfach, weil was ich mitbekommen habe, ich finde wahnsinnig beeindruckend, was du leistest, auch zusammen mit deinem Mann. Natürlich. Mit dem Remo. Und du bist einfach ein guter Mensch, du bist einfach ein Herzmensch. Und darum habe ich gefunden, ich rufe dir an. Schön. Und frage dich. Danke für das Kompliment. Ja. Hey, und jetzt Genau. vielleicht erzähl, was ist dir durch den Kopf gegangen, als ich dir angerufen habe und dich gefragt habe. Weil du hast gesagt, ja, unbedingt, ich habe so viel zu erzählen. Also es ist... erstens hatte ich keine Zeit gehabt. Gar nicht. Ich war in einem Tag inne mit Geschäft und einfach gestresst bis oben rauf. Und dann hast du angefangen zu erzählen. Und ich habe gedacht, yes. Ich habe einfach gedacht, genau. Ich habe schon so manchmal überlegt, wenn ich die Podcasts höre und immer wieder in Situationen vom Leben, weißt du, so ein bisschen denkt, das sollte man jetzt gerade aufnehmen. Das würde für so viele Menschen würde das gerade so viel Erlösung bringen, dass anderen genau das jetzt so geht, oder? Und darum, ja, ich habe auch wirklich einfach Freude gehabt, weil ich finde es mega cool, über uns zu reden in der Schweiz. Wie ist es da zum Leben? Und eben gerade so ein Dorf wie Walchwil überhaupt, oder? Und dann da geboren und wie das ist, die ganze Jugend, der Lauskeib zu sein und alle sehen es. Jeder weiss, wo dein gelbe Auto steht oder mit 18 und so. Es ist schon, man hat viel zu erzählen, das ist so. Ja. Wo anderen sicher genau so geht. Cool zum Hören, oder? Ja. Voll. Was mich, entschuldige Angie, dass ich da reinfahre, bitte. natürlich mal interessiert. Also, ich bin ja
und das hört man ja auch, zugezogener. Genau, ja, knapp. Und genau, und überzeugter zugezogener. Ne, Ist auch alles gut. das, Absolut. Dankeschön. Entschuldige dich, Danke. du darfst da sein. Ich erkläre nur, ich entschuldige mich überhaupt gar nicht, aber vielen, vielen Dank da auch nochmal dafür. Also mittlerweile einheimisch, gell? Ja. Ah, sogar. Ja, Very ja, cool. Ja, Ja. genau. Ja, schön. Richtig, Ja. Das ist- mit Bürgerort und Heimatort Walchwil. Genau. Ah, Und Wohnort natürlich auch. Ne? Das ist Ja. schon von Schleswig-Holstein nach Walchwil. ja, wir haben viel. Derek. Derig. Sättig. Solche. Ja, solche, ganz genau solche. Ja, ja. Derek, Aber pass auf, und für mich war, als ich nach Walchwil gekommen bin, und das ist auch jetzt noch so ganz überraschend. Angie, machst du das Mikrofon bitte nicht kaputt? Es ist okay. Ja. Kein Problem. Also die verschiedenen Verbindungen der Menschen, wer ist wer. Also nicht mal unbedingt verwandt, sondern Doch auch. Auch. Also auch ja, und dann plötzlich also festzustellen, warte mal, das ist der Bruder Ja, von ja. der und das sind die und dann hat ja auch jeder hat einen Namen, Spitznamen? genau, Ah, hat einen ja. Spitznamen für Ja. irgendwas und Kannst du Irene erinnern? Von wo das Irene kommt? nee, also ich weiß, dass sie von Syre Franz oben, das weiß Genau. ich. So. Das Und war bis ich verbindend. das hinbekommen hatte, ne, so. Und überhaupt und die ganzen Verbindungen, also das ist wirklich, womit ihr aufgewachsen Ja, seid und ich voll. rede schon wieder zu viel, Ja, das ist für mich ist auch wichtig, oder? ist für mich wirklich teilweise ein Buch mit 7 Siegeln. Sag doch mal ganz kurz bitte, damit alle das mal wissen, wer bist du und wie sind die Verbindungen? Also, heute beschreibe ich mich einfach als ich bin die Irene, gell? Ja. Aber natürlich, mein Vater ist der Syre Franz. Das Ja. sagt wahrscheinlich vielen etwas. Sie sind in den Syren aufgewachsen mit 11 Kindern. Es hat sehr viel Verwandtschaft herum, auch noch im Dorf. Wir haben auch in Ägeri und es geht weiter fort. Mein Gott ist ins Aargau gezogen. Ja, das geht sehr, sehr weit herum. Also meine Mutti, die gestorben ist, meine Grossi. Sie hat 28 Grosskinder. Genau. Das ist ein Wahnsinn. Wir haben eine wahnsinnig grosse Familie eigentlich. Auch einen mega, mega schönen Zusammenhalt unter der Familie. Alle, die hier sind, sehen wir sehr viel. Ja. Ja, Und du hast, wenn ich richtig informiert bin, du hast 2 Geschwister. ja, genau. Genau, Ich richtig. habe Corinne, ist Ja. meine ältere Schwester. Genau. Und der Matthias ist mein kleiner Bruder, der viel grösser ist. Ja, das stimmt. Ja, gut. genau. Danke. Das hilft, glaube ich, vielen auch zu verorten. Ah, da ist die Verbindung, da ist die Verbindung. Ja, Ich habe genau. gerade kürzlich beispielsweise gelernt, dass das Pedal-Hürlimann, der gegenüber wohnt, Ja. der Bruder von Mechi ist. Das hast du nicht Nein, gewusst? das habe ich nicht gewusst. Also, Gut, zugegebenermaßen, man sieht es also schon Nein. nicht gerade auf den ersten Blick, dass das Nee. 2 Brüder sind. Ja, also Eigentlich nicht. Bei Ihnen nicht. Ja. Nein. ja. Ja. So, Ja. ne, also das wollte ich nur mal sagen. Also das ist für stimmt. mich immer noch so ein Das ist Aber Side Note, Säure kennst ja, man sagt immer, Säuregrind Ja. kennst ja. ja. Ah, ja. Mhm. Das, Ich also die glaub- kannst du schon alle nebeneinander stellen. Ich glaube und, schon. Ja, Mhm. ich glaube schon. Wir haben schon wieder so Schläge drin, die ein bisschen abweichen, auch, Ja. die nach den Müttern kommen. Aber ich glaube, das kann ich auch nicht sagen. Ja, Nein. Nein, dir sieht man auch, was glaub- da nicht gehört. ja ich glaube. Ja. Das sagt man mir auch nach. Also meine Mutter kam aus Nürnberg und als sie dann 500 Kilometer, 600 Kilometer weiter nördlich gezogen ist mit mir und niemand kannte sie, sollen die Leute in den Kinderwagen geguckt haben und gesagt haben, ach guck mal, ein Biernat. Genau. Okay. So, also so Der soll weiss, das der weiss, wo hingehört, ja, genau. ganz genau. Niemand kannte meine Mutter und das haben sie dann gesagt. Naja, wie dem auch sei. Danke. Danke, Frank. Ja. Also, Irene hat jetzt gesagt, eben Säure, 2 Geschwister, die Genau. sind ja auch schon Nichten, Neffen Nicht der Neffe. auf der Welt. Ja, absolut. Aber wer ist Irene ohne Ohne Säure? Säure. Mhm. Ohne Säure bin ich die Irene, Ohne Säure. die in der Tschache lebt.
Ja. unsere Schachen, genau. Ich lebe mit meinem Mann, dem Remo, zusammen, wo eigentlich unseren Weg gehen wir jetzt schon 7 Jahre zusammen. Ei. Wir haben geheiratet in der Corona-Zeit. Ja. Haben all unsere Einladungen am Stapel ganz vorgerührt fürs Fest. Das ist Ei. alles dann untergegangen. Wir haben dann wirklich im heimlichen kleinen Kreis verboten, das 20. Höhe in der Schachen geheiratet. Quasi komplett das Fest geplant mit Voll. allem, was da. Alles. Ich habe jetzt noch ein ganzes Zimmer voll Deko. Der Remo Nein. bringt. Ja, er ist nicht so glücklich über das, aber ja, das war alles. Es war alles geplant gewesen. Ist aber dann grundsätzlich genau richtig gekommen für uns. Das ist, wir hatten dort unseren Geschäftsstart mit der Metzg gehabt und das wäre zu viel geworden. Das wäre alles viel zu viel geworden. Darum ist für uns ist Corona dort nicht nur so schlimm gewesen. Wir haben eben die neue Metzg dann angefangen, ein Feierabendbar haben wir noch gehabt. Und durch das ist das Hochzeit für uns absolut perfekt gewesen. Der Remo, der hat sowieso kein Fest wollen. Und irgendwann hatte ich das Gefühl gehabt, wir heiraten ja. Es soll für ihn ja dann genau so stimmen. Ja. Und nur weil ich ein Fest will, das Fest kann ich auch eins machen, wenn ich 50 werde. Oder? Also, ja, hat nicht gepasst. Genau. Das hört sich jetzt sehr entspannt an, so wie du das erzählst. Ist das auch so entspannt gewesen? Nein, alles nicht. Sehr abgeklärt, sehr vernünftig, sehr. Ja, dann haben wir das gemacht. Nein, weil genau, wir haben das einfach gemacht. Nein, wir haben das nicht einfach gemacht. Ja. Das ist Also wie viele schlaflose Nächte? alles Und drunter und drüber. alles. Alles drunter und drüber. Ja. Also wo hättet ihr denn ursprünglich geplant zu heiraten? In der Säure. In der Säure. Ach. In der Säure. Ja. Beim Säure-Roman. Ja. Der hat ein neues Remise gebaut, dazumal. Oder dazumal, das war vor 4 Jahren. 5 Jahre. 5 Jahre? Ja. Mit 25. Ja, stimmt. Ja. Und wir hatten dort, ich hatte eine Freitrauung gehabt mit mein Gotti hat uns getraut. Ja. Hinter dem Garten eigentlich wirklich, wie man sich das so auf den Strohballen vorstellt. Oh Gott. Und nachher das Fest selber war dann im Remise dann gewesen. Ja. Ja, es wäre ganz schön geworden. Sicher ganz schön. Mega herzlich und unkompliziert. Nachholen? Nein. Nicht? Nein. Der Okay. Moment ist für mich vorbei. Ja. Nein. Haben Freunde von uns neulich gemacht, Ja. die vor 4 Jahren geheiratet haben. Ja. Auch so dann Ja. ungefähr und auch wirklich nur so in ganz kleinem Kreise. Tatsächlich nur Standesamt und Genau. Standesbeamtin. Und ich glaube, war der älteste Sohn da schon da? Ich glaube, ja. Und jetzt haben sie am letzten Wochenende die Hochzeitsfeier nachgeholt. Und für die hat das gut funktioniert. Ja, das ist, glaube ich, auch. Ja. Es ist, ich glaube, ich kenne es, mein Bruder auch, der Mathis. Der hat auch heiraten, dazumal, hat nur standesamtlich können. Wer weiß, ob sie das nachholen. Wenn das für sie stimmt, ist das super. Für uns ist das so super. Wer weiß, vielleicht machen wir es 10-jähriges oder ich weiß ja nicht. Irgendwie so. Ja. Aber wirklich nicht mit Trauung und so weiter. Nein. Okay. Ja. Ich kann da nicht mitreden. Was lachen ihr? Nein, no. Es ist nur ein A. Genau. Ich weiß. Hast du auch gesehen? Nein! Nein, es ist alles gut. Es ist alles gut. Also ich Ist es das? Nein, es ist wirklich alles gut. Nein, wirklich. Also es ist für mich Ja, ich glaube auch. noch nie ein Thema. Nein, es ist für mich noch nie ein Thema gewesen. Aber es ist jetzt wirklich gerade die Frage, wo mir so, was hat euch zwei bewegt, vielleicht in einem Satz zu heiraten? Der Remo. Der Remo. Tatsächlich. Ja, aber so, Ich bin aus allen Wolken gefallen. er hat dich gefragt. Und zwar, also wir sind 2 Jahre zusammen gewesen. Ja, Ja. ja, Und also unsere Beziehung auch, Anfang an immer schwierig. ja. Weißt du, wir haben nie ein Rosenrotes verliebt und nur Ja. alles schön. Ja. Es ist, Ja. wir haben recht gekämpft eigentlich füreinander Ja. und dass wir so weit sind wie heute. Das ist alles super schön gewesen, hure Lauskeiben und. Ja. Aber er hat einfach das wollen. Und ich habe ihn ja kennt als
wirklich gegen heiraten, gegen Kind, alles, nichts verbunden, weißt du. Ja. Und er hat wirklich gefragt, er hat meine Daddy gefragt, in der Küche im Feierabend, Nein. ob er mich fragen am Abend. Ja, ist echt. Anständig. Mhm. Also ich habe fast ein bisschen Hühner. Super. Er hat auch recht Respekt vor ihm, ja. Naja gut, das Ja, ist gut, auch nicht, wer hat das ist nicht keinen schwer. Respekt? Das ist Wer nicht schwer, hat vor keinen Franz Respekt zu haben. Das ist überhaupt nicht schwer. Das Ja, ist, das ist, ich bin nicht beim Militär gewesen, aber immer wenn ich ihm begegne, ne, bin ich automatisch in Hab-8-Stellung. Ja, genau. So, ganz genau, richtig, ganz genau. Wie sehe ich denn aus? Ja, ganz Dabei! Genau. Dabei! Ja, Ah, dabei. ich habe gerade am Das Samstag, ist- ich habe gerade am Samstag wieder gedacht. Er Er ist so ein Ja. guter. Kann ich auch So sehr, ein sehr guter. gerne. Er ist Ja. wirklich ganz Ja. guter Mensch. Und das Herz ist, auch wenn man es nicht immer hört, was er dann sagt, hat er es also definitiv auch wirklich am richtigen Mehr Fleck. wie am rechten Fleck. Ja. Absolut. Ja. Wo kommt Remo her? Remo ist von Unterägeri. Ja. Okay. Ja, von Unterägeri. Er ist dort aufgewachsen. Sein Ja. Vater ist einheimisch Unterägeri. Ah, ja. Mhm. Genau. Aber Heinrich ist das ein Unterägeri. Ist das ein Ja. Sägergeschlecht? Habe ich nicht Sägerer. gewusst. Okay. Das Oberägeri, Morgarten, glaube überall Ja. Heinrich. Ja. Okay. Habe ich Mhm. nicht gewusst. Der Heinrich. Fun fact to know. Da hast du dann also Hürlimann für Heinrich Ja. getauscht. Okay, gut. Ja. Und da hatte ich gar kein Problem gehabt. Ja. Null. Nicht einmal falsch unterschrieben, nicht mehr. Okay. Und hat jemand aus der Familie damit ein Problem gehabt? Nein, auch nicht. Auch nicht? Nein. Okay. Absolut nicht. Nein. Das ist gar nie zur Frage gestanden. Okay. Also wir sind so erzogen worden. Ja. So sieht. Verstehe. Also Ja, was, dass man das nicht in Frage stellt, dass man den Namen vom Mann nimmt? Ja, sicher. Okay. Oder? Das Das ist für mich hat gar so nie. zu sein. Das ist so. Es ist so. Das, Ja. war bei Rahel und mir war das auch nie eine Frage, dass wir jeweils unsere Namen behalten. Ja. Ich glaube, sie ist dort ähnlich aufgewachsen. Ja, nee, weil die Kinder auch alle Hürlimann Ja. heißen. Und, Ihr und, habt beide Ah, den Namen jetzt- behalten. Ja, jetzt Ganz habe ich genau. verstanden. Ich wollte sagen, jetzt bin und ich ich habe also maximal ich hab meinen verwirrt. Namen behalten, weil Ah, hat also er ja jetzt Hürlimann würde man mir annullieren. ja auch nicht abkaufen. Ne? Das ist Ja, ja ich weiß nicht. Gibt es in Deutschland keinen Hürlimann? nein. Echt Also nicht? vielleicht irgendwo Ja. im jetzt wollte ich gerade Leben, sagen wenn du weit Zonenrandgebiet, aber gehst, nein, das Okay. das haben wir so gelassen. Okay. Ja, Also, also ich hätte es dir jetzt geglaubt. Ja, So okay. stolz, Walchwiler, Frank Ja. Hürlimann. Frank Hürlimann. Frank Hürlimann. Ja, Gut. gut, da haben wir schon ein Problem wir mit dem einen? Namen Frank. Ja, es Ich gibt glaube, da ja- hat es in gibt der ja schon Schweiz einen, ja. insgesamt 4, ne? Oder viel mehr hat es Wir nicht. haben Nein, den wir haben Frank Hürlimann. Ja. zu Walchwiler. Nein, Mal. stimmt. Ja, Von Ja. Roman. Ja, Ja. Roman, sein Ja. Sohn. Hürlimann Transport. Hürlimann Ja. Transport, ganz genau, das Der steht Frank. vorne immer im. Mhm. Aber das kommt durch Betty wahrscheinlich. Ah ja, hoffentlich. Ah, wahrscheinlich schon, ja. Ja, das könnte sein, Ja. das stimmt. Sonst Frank, ja, das stimmt. Ja, Das nicht so, ist nicht so nicht viel. so. Aber Ja. bitte, Ja. das ist, wir schweifen ab. Ja. Ja, aber das ist ja das Ziel. Und wo von sind dem. wir? Genau. gewesen? Genau, wo waren wir? Wo doch waren gleich? wir? Wir waren Wir- bei der Heirat. Wir waren Ah, bei ja. der Heirat. Ich habe euch gefragt, Ja. was euch dazu bewogen hat, weil für mich ist das ja... Ah, ich tue mich immer so ein bisschen schwer mit ewiger Liebe, bis wir sterben und so. Ich auch. Ah, Absolut. okay. Ich, okay. also, Weil ich das wäre auch. für mich so das ultimative Handschellengefühl, wenn ich würde heiraten. Aber vielleicht, wenn ich einmal so verliebt bin in jemanden. Ich weiß nicht. Ja. Ich kann das nicht mal mehr so sagen. Es war so wild gewesen also nicht wild im Nest, sondern Vielleicht auch ein bisschen. Das ist ein anderer Podcast. Das ist Radio Waldwil Night Shift. Ja, genau. Nein, ich glaube, es ist einfach, wir haben einfach zusammengehabt in dieser Zeit und zwar grausam. Ja. Und er hat das wollen und ich bin stolz gewesen, dass er sich für so einen grossen Schritt kann überzeugen und das einfach auch alles selber gemacht hat. Er ist der Ring, weißt du, das ist alles einfach, das ist nicht er gewesen. Er hat sich richtig ins Zeug gelegt für das und darum, das hat für mich voll gestimmt. Ich habe auch gar nie überlegt. Ich war schon ein bisschen überfordert gewesen, echt. Okay. Aber voll. Ich habe es auch bis heute nie bereut. Find- Und er du bist sagt, ja ich habe mich mega verändert, seit wir geheiratet sind. Es ist nicht mehr das Gleiche. Was? Warum? Das ist jetzt seine Meinung. Und hast du dann Frauen mal verändern sich, wenn sie geheiratet sind. hast du nachgefragt, inwiefern? Nein, ich will es gar nicht Okay, wissen. gut. Ich wollte ja, genau.
Ja, und wie sagt er das? Sagt er das? Also du hast dich verändert, seit wir oder du hast dich echt verändert, seit wir Ja, genau. So. Oder Okay. Ja, Aber er ist wirklich... Ich glaube nicht, dass er es bereut. Überhaupt nicht, gar nicht. Aber er zündet sehr gern. ja, okay. Er föppelt mich gern dort durch. Und Ja. ich habe das Gefühl, die Bindung wird nur noch mehr. Das ist ein schönes Gefühl. Ein schönes Gefühl, einfach alles. Du überlegst dir halt mit Heiraten. Ich habe das Gefühl, in der heutigen Zeit ist es sonst schon mega schwierig, etwas durchzuziehen und zu behalten, auch wenn es sehr, sehr schwierig wird. Und ich habe das Gefühl, wenn du geheiratet bist, dann ist die Grenze ein bisschen. Ich meine, es ist auch einfach, sich wieder scheiden lassen und. Ja. Aber ich habe das Gefühl, die Grenze ist ein bisschen weiter höher oben gesetzt, dass du ein bisschen kämpfst, auch miteinander und etwas probierst. Weil einfach ist es ja in einer Beziehung, die zu haben, schon schwierig. Aber auch da kann ich nicht wahnsinnig viel dazu beitragen. Frank, ja. was ist deine Meinung? Ja, mein Gott, also Ja. ich bin in Bezug auf die Ehe schon einmal liegen geblieben. Und das war keine, gerade eben auch die ganze Entscheidung, ne, das war kein Vergnügen, also überhaupt keins. Ja, ja. Auf allen möglichen Ebenen. Auch nicht. Ne, Ja. das, Und du hast das gleich wieder gemacht, oder? Ja, aber diesmal aus einer so unglaublichen Überzeugung Richtig. heraus. Du bist auch älter, gell? Du bist auch Ja. älter. Ja, Und ich genau, glaub, das das ja. macht Und auch- einfach, weil es auch gestimmt hat, so gut. Und dann haben Rahel und ich auch gesagt, also pass Ja. mal auf, nach 8 Jahren Beziehung und 3 gemeinsamen Töchtern Genau. kommt es nicht überhastet. Nein. Ne? Das, da haben wir dann Nein. gesagt, komm, jetzt, was Ja, soll's. ich finde es irgendwie ist es einfach eine schöne Bedeutung. Jetzt grad, Eine Bedeutung. Ich denke jetzt mal, gerade nach 3 Kindern, Ja. wo mega streng ist für die Beziehung, habe ich das Gefühl, Ja. ist so etwas doch ist so ein schöner Beweis, oder? Ich Ja. finde auch, ja. Es war Ja. und ist absolut Und die nicht mal richtige den Entscheidung. Tag, weißt? Ich bin jetzt, da bin ich anders als meine Schwester. Meine Corinne hat immer das Hochsieg im Kopf und das ist wirklich auch ein Traum gewesen, ihr Hochsieg. Das ist so schön geplant gewesen. Da bin ich völlig anders. Ich bin dort durch auch wieder so spontan und ja, das ist für mich nie das Fest so wichtig gewesen, sondern ich finde es wirklich Bedeutung nachher auch schön, dass man kann sagen, das ist meine Frau. Ja. Also weißt, Ja. das ist schön. Ja. Und dann habe ich auch einen guten Mann, der das auch wirklich sehr gerne auch präsentiert. Und Ja. er ist stolz. Der ist ja, schön, der Er ist ist lebt. stolz. Der ist Ja. lebt. Ja. Ja, Ich wunderbar. finde das auch schön. Also Ja. Ja, ich wünsche euch beiden alles Glück auf dieser Ja, Welt, die eurer Ehe. danke, Dir Angie. sowieso. Oh, vielen Dir Dank. auch. Ja, danke schön. Angie, vielen Und Dank. bei Ja. dir, Angie, Hä? wenn Was? wir auch noch reden über dich. Über meine Ja. Ehepläne. Über deine... Wie Ja, sehen die wie Ehepläne siehst du- aus und wissen die anderen davon was? Genau. Also- Wer ist die andere? Ja, das weiß ich nicht. Also vielleicht gibt es ja irgendwelche eine viele, Kandidatenliste. weißt Eine Kandidatenliste. Ne, Ja, so das und würde mich auch noch wundern. ja. Oder was so aussieht wie mit deinen Verbindungen zu. Aha. Nein, wirklich gar nicht. Ja. Ich bin immer noch vogelfrei. Und was Ja. meinst du? An was liegt das? Hey, Bist du heikel? an was bin ich heikel? Bist du heikel? Ich bin wahrscheinlich Bist einfach du mega schwierig? komisch und schwierig und kompliziert und das. Keine Ist das so Ahnung. schwierig, Angie? Ich meine, ich bin im Fall auch hyper schwierig, gell? Das hat mich Daddy nie gedacht, dass irgendein Mann... Die heiratet? Hey, Das nein. hat er im Fall immer Hat er dir das auch so gesagt. gesagt? Das hat er den grössten Respekt vor dem Remo. Und deshalb hat er dann auch jemand nicht. hat er in der Küche dann auch Aber gesagt, als auch- Remo gefragt hat, aber- gesagt, ja, sofort. So, komm, ja, komm. Ich glaube auch Wann? nicht. Morgen? Das war für ihn glaub, schon Ja. auch Hey, nein. ein Schock gewesen dort. Oder Ah, ja. Remo Okay. das so ernst gemeint hat. Ja. Nein. Ja. Wobei, ich glaube, nein, schwierig nicht. Ich bin einfach sehr... Ich bin Skorpion im Sternzeichen und der Frank wird jetzt wieder genau. Das ist das, was ich erwartet habe. Ja, Der Gesichtsausdruck? Ja, ich kenne die Bedeutungen nicht so. Das Sorry. macht nichts. Nein, aber sehr tiefgründig, sehr vielschichtig und ich brauche viel, bis ich vertraue. Sehr, sehr, sehr extrem viel. Ja. Und das bringt sehr viel tiefgründige, ich möchte alles über dich wissen, Gespräche Ja, mit. aber Und das ich ist glaube, auch das ist schön. ja, aber ich glaube, das ist nicht für alle gleich Ich bequem. weiß. Ja, ich weiß. Aber es Und- gibt schon auch Ja, das Männer, gibt- gell? Ja, Ich denke, definitiv. du hast auch schon gute definitiv. Erfahrungen gehabt. Ja, sicher. Und ich bin aber auch sehr heartbroken gewesen die letzten paar Jahre. Durch ein Beziehungsaus. Ja, das habe ich genau. nicht Also das gewusst. ist
Ja, das war sehr wertvoll gewesen, das Beziehungshaus, weil ich mich wahnsinnig weiterentwickelt Ja, habe das und viel an mir gearbeitet habe und Mhm. mir viel Gedanken gemacht habe. Aber auch wirklich, ich habe lang brüllt. Ja, Darf man habe so ich sagen. auch schon erlebt. Und Darum bin ich auch so für die Ewigkeit. Kann ich Ja. auch nicht mehr, weißt, Nein. ich bin eigentlich Nein. echt auch sehr gebrochen Ja. worden. Und Ja. dann Ja. kann man das einfach auch nicht mehr bestätigen, Nein. dass das Ja. für immer Das auch, ist es ich so. meine, das weiß ich nie, was in 10 Jahren ist. Und, ja. aber ich wäre anders parat, wenn das wieder passieren würde. Ja, das glaube ich. Ja. Ja. Durch das, Ja. in dem Fall ist ja alles gut, haben wir mega viel gelernt, oder? Genau. Der Frank Ich sagt weiß so, nicht, ob "What the fuck?" man für ein gebrochenes Herz, für Liebeskummer breiter sein kann, wenn man das ein paar Mal durchgemacht hat. Ich glaube so, das versuche ich mit der Ältesten, mit meiner ältesten Ja. Tochter gerade Ja. auch so ein Ja. bisschen gesagt, das ist die größte Katastrophe, die es gibt. Liebeskummer? Ja. Ja, das Ja, unterschreibe ich. finde ich auch. Und ich Ja. glaube, darauf kann man, Ja, das ist finde ich auch. das ist wie wirklich ein Tritt in die Nüsse. Ne? Ja. Also Ja. das irgendwie, Ja. du hast es schon ein paar Und Mal lang. bekommen. Also Aber jetzt so für mich. lang. Ne? Du hast ein paar Ich Mal, hab- das genau, ist aber das beim nächsten Mal ist genau wieder so. Ich habe jetzt noch kein nächstes Mal gehabt. Darum. Also Ja, bitte, ne, bitte sehr- nicht. Einmal Herzbrechen. So und so genau und so. Nein, Fertig. nein, aber Frank, Fertig. ich Ja. glaube, zum da vielleicht anschliessen, das ist, ich glaube, wir Frauen, wenn wir jünger sind, eventuell vielleicht sind wir so ein bisschen naiver noch, so. All Naiv? in. Nein. Ja, naiv. Nein, einfach so all in und Sicher, Angie. der Himmel Nein, ist genau. voll gegen und es ist alles rosarot und es ist wunderbar. Und dann kommst du so richtig, aber abartige Faust in die Fresse über. So brutal. Ja, weil es ist auch meistens einfach so, dass die Männer noch nicht parat sind für irgendetwas. Genau. Und wir Frauen, wir sind schon 10 Kilometer Nein, weiter genau, oder oder? 10 Das Jahre ist, weiter und alles schon durchgeplant und so. Wollen wir wirklich so pauschalisieren? Na gut, von mir Ja, aus, dann kann ich auch nein, weitermachen. von Und so. uns. Nein, ja, nein, das ist herrlich. Guck Also mal, deshalb soll- sitze ich ein bisschen, ihr sitzt da, ich sitze hier Genau. weiter hinten. Ja. Das ist doch Nein. ganz klasse. Also das ist für Nein, uns aber ganz zum- genauso die Romantik und, Ja. die romantische Naivität ist exakt das Gleiche. Okay. Exakt Aber das das tut Gleiche. gut zu Alles, hören. nie wird etwas und überhaupt und der Himmel hängt voller Geigen Ja. und es ist alles Friede, Freude, Eierkuchen, Peace, Happiness, Pancakes. Ja. Und es ist einfach, nie kann etwas schiefgehen. Ja. Und das wird, Ja. das wird wie so ein Teig, der ausgerollt wird. Es Und dann geht irgendwann, immer schief. warte Es mal, geht jetzt doch immer Ja. ganz genau. Ja. Sag mal, wie isst du denn? Das ist ja Nein, scheußlich. genau. Ja. Ja. Nein, aber was ich eigentlich auch will sagen, ich glaube, man ist mit Erfahrungen einfach ein bisschen anders darauf vorbereitet oder kann anders mit sich umgehen. Es tut genau Ja, gleich ich weh. habe mehr das Gefühl einfach vor allem, was hast du über dich gelernt? Mhm. Mhm. Wie du Mhm. dich auch lässt brechen, Mhm. weißt? Mhm. Dort hat es dann Mhm. irgendwo Grenzen. Sicher heute bei mir, wo ich irgendwo durch dann Mhm. sicher das Level ist gut und so weit und weiter geht es nicht, wo ich dann dort noch nicht hatte. Ja, und ich habe das Gefühl, du weißt einfach auch, wie du dich selber musst nehmen, wie du dich selber wieder musst zum Ja. Zeug ausziehen, Mhm. dass es vielleicht ein bisschen weniger Mhm. lang im Dreck hinein. Vielleicht Ja, ein ich bisschen kann- weniger. Das weiß ich Ja. nicht, aber ich weiß es wirklich nicht. I don't know. Also ich Ich kann auch. auch nicht mitreden. Ja. Und so viel zu dem. Und dann bin ich halt einfach, glaube auch so eine mega hippie Seele und Freigeist und ich geniesse mein Ja. Leben im Moment so fest. Aber Aber ich bin dann- wirklich parat. Also eine gute Seele darf kommen. Ja. Ja. Ich Hm. glaube, wenn du auch Wäre ich so... lange nicht gewesen. Mhm. Mhm. Ähm, nächste Woche, Frank. ja, genau. Also ja, wenn du dann off bist, Ja. ich glaube, dann funktioniert es irgendwann schon und sonst halt auch nicht. Mein Gott, bist Also- bist du auch zufrieden? Mich hat's gestern hat's mich vergrüllt. Ich habe meiner besten Freundin, ich habe die Dating-App Hinge. Mhm. Ich habe noch nie Pinch. eine Dating-App. Hinge. 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 Scharnier. H-I-N-G-E. Scharnier. Hinge. Ah. Hinge. Ja. Und was heisst? Das, Ähm. also Hinge heißt, das ist das Scharnier. Also wie beispielsweise ein Türscharnier. Aha. Mhm. Und Whatever. Okay. Und ich habe hm. dort ein Profil gemacht zum Reisen, weil ich habe wirklich mega gute Erfahrungen gemacht mit den Apps. Also nicht jetzt per se nur zum Daten, sondern auch wirklich zum Ausgang Einfach auch gehen. mal eins Mega beziehen und witzig. so. Ja, genau. Mhm. Also wirklich witzig. Mhm. Und gestern ist irgendwie, ich weiß nicht, was gestern war. Gestern? Ich habe 5, also da kommst einfach immer Likes über. Und gestern hatte ich wirklich 5 Likes gehabt, hey, und alle sind zwischen 20 und 23 gewesen. Oh nein. Hm. Und die schreiben die geilsten Messages auf meine Fotos. Oh nein. Also ich kann einfach lachen. Ich habe also gedacht, hey, Ja. sorry, aber Nein.
Ist Geht's es nicht nicht? mal für einisch. Nein, aber ich habe einfach so lachen, also dachte, okay, vielleicht habe ich jetzt einfach auch so eine jugendliche Ausstrahlung, keine Ahnung. Oh, Ja, unbedingt. Ja, Unbedingt. Du bist ja auch noch sehr jugendlich. ja. Ihr seid ja Ja. noch sehr jugendlich. Ja. So, Hm? ja, So. manchmal schon. Aus meiner Im Perspektive. Kopf Ja, schon. nein, das ist Im Kopf. Im Kopf, genau. definitiv. Ja, genau. Ja, im Kopf, genau. Das ist, Das ist manchmal unglaublich, wie das schwirrt, immer noch Jugend. Ja. Ja. Ja, das lass uns doch mal vielleicht ganz kurz, Angie, entschuldige bitte, aber wie Ja. gesagt, das ist Teile des Gesprächs, das wir hatten, ist so Radio Waldwil Night Shift. Ne? Da machen wir Genau. auch ein bisschen, Okay, da da kann dimmen man- wir das ja. Licht. Ne? Wir Ja, machen genau. im Hintergrund ein bisschen Barry White und Absolut. sowas. Ne? Genau. Also ein ganz Ja. klein bisschen Mhm. samtiger das Ganze. Ja. Was jetzt schon ein paar Mal gefallen ist, Irene, und da bin ich wahnsinnig neugierig drauf, ist der Begriff vierrabig. Ja. Einmal vierrabig Bar Ja. und vierrabig Metzg. Mhm. Also euer unternehmerisches Standbein. Ja. Und was mich aber in all dem wirklich mal interessiert, ist natürlich, wie ist das passiert, aber was habt ihr vorher gemacht? Genau. Also wo kommst du her? Oh. Soll ich von der Lehre anfangen? Unbedingt. Also, Schule Walchwil. Genau, Schule Walchwil. Ja. Schule Walchwil. Wie ist die Mit wem denn warst du in der Klasse? Warst du mit irgendjemandem in der Klasse, in der Stufe? Darf ich fragen, welcher Jahrgang du bist? 93. 93. Mhm. Okay, gut. 93. Und wir haben schon, ich hatte Walchwiler in meiner Klasse, gehabt, ja. Ja. Ich hatte einen Zipfel-Urs. gehabt. Ja. Ich habe einen ja. Aber vom bist du bei Botti- dem Luki in der Schule gewesen? Der Luki ist der 92er. Der war auch so bei uns. Ah, ja. Ich bin mit einem Sandro vom Body Mhm. Mhm. bin ich in die Schule. Der muss Hobby- Schlitzohr gewesen sein. Ja. Ja, wir alle eben. Mit einem Hobby Otti bin ich in der Klasse, aber die sind eben alle nicht mehr Nein, die da. sind nicht mehr da. Ja. Zipfel Urs ist wieder da, soviel ich weiss. Habe ich aber auch ich habe zu Mhm. niemandem mehr Kontakt. Linda Hürlimann, deine Cousine, Mhm. ist mit mir in die Schule. Mhm. Ist meine beste Freundin gewesen, Mhm. in der Schulzeit auch. Mhm. Wer ist noch mit mir in die Schule? Aber gut, das war Aber dann Schule Es und ist- dann die kam. Schulzeit ist wirklich Ja. so, das ist nachher alles auseinander, Ja. unsere Verbindungen. Meine beste Freundin war Jasmin Fuchs dort. Sie Mhm. sind aber Ah, ja. Judith und Judith, meine Cousine vom Syretoni, Ja. vom Syretoni Tochter. Und sie ist mit der Jasmin Fuchs in die Schule, eine Stufe ob mir. Ja. Das waren meine besten Freundinnen. Mhm. Ist dort so gewesen. Leider sind die ein Jahr vor mir aus der Schule gekommen. Ich musste dann noch ein Jahr verweilen, was mich ja Schule war für mich der Horror gewesen. Ah, sicher. Voll. Mega. Bin nie schlecht gewesen, bin immer super gewesen. Bin immer super gewesen, oder? Warte schnell. Nein. Ich bin einfach gut durchgeschliffert, weißt? Ich Ja. habe wirklich nicht gelernt, nichts. Ich Ja. habe einfach auch kein Interesse gehabt, schulisch. Ja. Ruhig hocken und still sitzen ist nichts für mich. Mhm. Angie, das kennst du auch, ne? Mit der Schule, da sind wir aber, da haben wir neulich auch drüber gesprochen. Ja, ja. Schon, Das, gell, ich konnte das- damit nichts anfangen. Nein, Ich wusste nicht, ich was auch wollt nicht. ihr denn eigentlich Und von ich mir? habe auch gar nicht gewusst, was ich wollte. Weißt, ich Mhm. bin so nicht entscheidungsfreudig gewesen. Mhm. Ich habe einmal die Laune, dass ich das will. Und zwar, ich würde es das Projekt gerade planen. Mhm. Und dann irgendwie eine Woche später ist das wieder etwas anderes. Ja. Also einfach so ein bisschen nicht gefestigt. Ich habe auch nicht gewusst, was ich lernen will. Keine Ahnung. Wir Ja. haben uns wirklich fest überlegt, als ich das 10. Schuljahr mache. Ja. Aber Ah, hast du das 10. Schuljahr nein, gemacht? habe ich nicht. Okay. Habe ich nicht, weil es hat mir keine Aussicht gebracht. Ich bin Kleinkindererzieherin schnuppern. Oder ich habe sehr, sehr gerne etwas mit kleinen Kindern gemacht. Babys bis Ja. Kleinkind. Ja. Das war immer so ein bisschen meins gewesen. Ich habe sehr gerne Kinder. Ist aber die Aussicht auf Lehrstelle und Job ganz schlecht. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist. Aber dort hat es geheißen, du machst zuerst ein Jahr, sowieso in jeder Ausbildung von dem, machst du zuerst ein Jahr Praktikum. Und dann ist aber noch nicht sicher, dass du nachher die Lehrstelle hast. Und das ist dann, ja, also es ist, glaube für meine Eltern dann auch so gewesen, dass es ein bisschen, mach doch das nicht. Kannst ja nachher noch. Oder Ja, so, okay. in dem Sinn. Ja. Okay. Und dann habe ich ja immer noch nicht gewusst, was ich machen will. Also wirklich nicht. Kein Plan. Kein Plan. Ja. Und dann habe ich meine Tante gesagt, geh in die Metzg. Dann kannst du arbeiten. Ja. Und das habe ich dann auch gemacht. Und die Lehrstelle habe ich anfangs 2. Oberstufe habe ich die Lehrstelle gehabt. Ja. Wo? Das Zug beim Forster. Beim Forster. Beim Okay. Forster, Ja. das Zug. Ja. Porsche Metzger.
Ja, genau. Das ist aber cool. Ja, aber das finde ich aber cool. Das ist super. Also Ja. ich habe das natürlich mega toll. Dort habe ich das gemacht, weil ich gedacht habe, hey, genau, jetzt Anfangs zweite Oberstufe, ich habe meine Lehrstelle im Sack. Dann kann ich geschieren. Tipptopp, kannst Und du, wie du genau, willst. muss nicht mehr. Der Ausbildner hat dann schon gesagt, Thomas Forster. Ja. Irene, das heisst jetzt aber nicht, dass du nicht mehr musst Gas geben in der Schule und. Und meine Noten sind drastisch gesunken. Auch die Anwesenheit Ach, vielleicht in der Schule? Nein, oder? Nein? das nicht. Ja, Nicht. okay. Das Ja. haben wir nie gemacht. Nee? Nie. Ich habe in meinem Leben noch nie blau gemacht. Nein, ich auch nicht. Ah. Ja, Okay. Frank? Das war das. Ja, das. das weiß auch nicht. Das haben wir einfach nie gemacht. Nein, ich habe das Ist wirklich das auch nicht dank gemacht. Mami und Daddy? Ich weiß es Ja, nicht. ich glaube auch. Hat sicherlich damit zu tun, ja. Ich denke es. Das hätt's, Aber also wir hätten ja nie daheim bleiben. Dann hätten wir müssen Nein. uns verstecken irgendwo. Ja, irgendwo. Ja, voll. Ja, definitiv, ja. genau, Also, das, Blau, wir das sind noch mit- Blaumachlager im Wald oben. Ja, irgendwo. Ja, Ja. also ich bin mit Irgendwie so. 39 Grad Fieber noch in der Schule. Nein, Also, aber nein. Also ja, Nein. ich bin Ja. einfach, ja. Nein, Hätte es haben sich nichts. auch immer alle gefreut, also ich und alle anderen Beteiligten, wenn ich nicht in die Schule gegangen Ja. bin. Es war immer alles, oh, Gott sei Dank, der ist nicht da. Nein, okay. ja. Nicht. Also Ja, beim, nicht. beim, Ja, beim, beim Forster. Ja. So. also Genau. was hast du Charcuterie-Verkäuferin richtig. gelernt? Detailhandel, Ja. als Fachfrau, Beratung, Fleischwirtschaft heisst das heute. oder? Fachfrau Beratung Fleischwirtschaft. Genau. Hi. Ich Ja. glaube, in Deutschland würde das heißen Fleischerei-Fachverkäuferin. Ja, das könnte sein. Ja. Ja. Okay. Es gibt ja in der Metzg, gibt's, ich weiß nicht, ob das jetzt 4 Teile an Lehre gibt oder 3 Teile an Lehre. Mhm. Es ist der Schlachter, es ist der Veredler und dann ist der Veredler mit Laden und dann ist der Laden. Und Okay. ich habe nur den Laden gelernt. Ja. Und das ist die dümmste Entscheidung gewesen, eigentlich. Oh nein. Ich hätte eins hinten dran, dass ich Veredeln. die Noch dazu. Gebiet eigentlich erweitert Ja. habe. Ah, okay. Okay. Wer das genau- Es war mir so langweilig gewesen. Die ganze Schule, das war ganz schrecklich gewesen. Also was hast du denn, also weißt du, was hat man für Fächer? als- Man hat Wirtschaft, man hat das ist jetzt die beste Frage. Regie. Entschuldigung. Frage. Nein, es geht mir eigentlich nicht einmal um die Schule. Warte, Vielleicht, warte, vielleicht was hab muss ich ich fragen. gelernt? Warte. Das habe ich nicht alles sagen. verdrängt. Nein. Ja. Geometrie. Also auch, ja, also so Geometrie. die normalen Also mega die Schulfächer. normalen Schulfächer. Aber- Englisch. Das Ja. war super gewesen für mich. Ja. Ich fand mega geil. Ja. Aber weißt du, wenn du jetzt so, was lernt man im Verkauf in der Metzgerei? Lagerung. Du lernst, das ist ja das Lustige, gell? Du gehst Ja. du hast ein UK, das sind die überbetrieblichen Kurse. Mhm. Du gehst eine Woche im Jahr gehst du berufsspezifisch. Also ich Mhm. habe eine Woche im Jahr gelernt, was man in der Metzg als Verkauf macht. Okay. Den Rest gehst du mit Schuhverkäufer, Parfümverkäufer. Aha, ja. Ja. Und meine Klasse im Zug ist so dementsprechend. Ja, ich habe keine Freunde gefunden. Hast du- Nein. Nein, so fies. Nein, ich habe keine Nein, Freunde. so Das wild. war wirklich gar nicht mein Klientel gewesen. Das ist, Ja. das die, gell, ich war der pure Trottel von Walchwil gewesen, dort in der Schule. Oh, das ist, Das eigentlich ist, schon brutal. und darum, das hat mir alles nicht gefallen. Das ist für mich keine Herausforderung Ja. nicht gewesen. Ja. Das ist einfach, Ja. ja, ich möchte das sicher anders. Ich möchte das alles ein bisschen anders. Mhm. Aber schlussendlich, heute, wenn ich jetzt sehe, hat es mir sehr viel genützt. Und heute kommt auch wieder viel führen, wo man gelernt hat, wo Ja. man gedacht hat, für was? Ja. Und heute denke ich, bin ich eine gute Verkäuferin, weil ich es gelernt habe. Ja. Glaube ich. Ja. Ja. Und zwar in meinem Geschäft. Ja. Was für mich auch genug Anforderung ist. Ja. So. Ja. Aber ich könnte mich nicht mehr, ich glaube, das könnte ich nicht mehr. Ich könnte nicht mehr mich anstellen als Verkäuferin. Ja, das glaube ich dir. Nein, Also vor ja. allem, wenn du jetzt... Also eben, jetzt Ja. musst du vielleicht... Eben, dann hast du die Lehre Ja, gemacht, unbedingt. abgeschlossen. Genau. Und dann? Abgeschlossen. Und dann bin ich... es hat ein Metzger eigentlich bei uns gearbeitet, der eine Filiale übernommen hat in Weggis, Berchtold. Rotkreuz Berchtold. Mhm. Und sie haben eine Filiale gemacht in Weggis. Mhm. Und er hat mich eigentlich gerade gezwickt nach der Lehre. Dann bin ich Okay. dort hinterher. Und glaube etwa 3 oder 4 Jahre, irgendetwas Mhm. so. Dann hat aber dann der Ding gewechselt, mein Chef gewechselt, hat mir dann nicht mehr gepasst. Und bin wieder zurück zum Forster über Weihnachten
Neujahr und eigentlich bis im Sommer und dann wieder gegangen. Dann habe ich gar keinen Bock mehr auf das alles. Ja. Und habe dann wirklich einen ganzen Wechsel gemacht. Habe dann eigentlich eine Familie zu Walchwil, hat eine Nanny, Haushälterin gesucht. Ich dachte, ja, easy, voll, das passt. Ich wollte auch nicht so viel machen. Und mit Kind, immer irgendwie das wieder mit dem Kind, oder? Ja. Und dann war der Charles das gewesen. Okay, den Charles habe ich dann kennengelernt. Er war dort 3 Monate alt gewesen, und er eigentlich bei mir hatte. Ja. Und dann etwa, ich weiss das auch nicht mehr, 1 Monat oder 2 Monate war der ganze, also bei mir gewesen, ab 3 Monate alt, den ganzen Tag. Ich habe dort ein bisschen geputzt und gewaschen und mit dem Kindli den Tag genossen, als wäre es meine gewesen. Das ist wirklich, die Verbindung ist halt auch sehr eng geworden. Dann ist die Steffi, meine Kollegin, dazugekommen und wir haben uns das eigentlich geteilt, oder? Sie hat dann, glaube ab Mittwoch, ich bin dann wieder arbeiten, ich bin zum Villiger auf Ägeri. Auch wunderbar. Tolle Metzger. Ja, super tolle Metzger. Kilian fängt da jetzt als Kilian Bierda. Fängt da jetzt, genau. Ja. Das ist ja so eine hübsche Wurst. Ja. Leck mich. Ja. Sehr gut aussehender junger Mann. Er ist auch gut. Sie sind sehr auch so herzig. Ja. Immer Sally und Heu. Ja. Und er fährt jetzt Metzger an. Das findet er jetzt toll. Ja. So cool. Und wirklich auch Schlachten drin. Genau. Er macht wirklich die Lehre. Ja. Ich Ja, das ist großartig. Ja, und das ist krass. Ich habe das jetzt selber miterlebt in unserem Geschäft. Das ist, ich staune ab derartigen Bürstchen, die das wollen. Der Metzger ist schon... Es ist rustikal. Das musst du dann irgendwie können versorgen mit der Psyche. Ja, also weißt, wir haben ja auch über das schon geredet, oder? Weil es ist lustig, ich bin auch ein Fleischesser. Ich bin also sehr eine bewusste Fleischesserin. Und das habe ich ja mit dir auch. Ja. Also wir diskutieren das zwischendurch, wie ihr das möchtet. Und auch wie ihr mit den Tierchen probiert umzugehen und auch mitleidet immer. Ja, manchmal auch noch ein Gebättchen nach oben schicken. Richtig, und sagen, also Remo und ich haben schon so angefangen. Es wird anders jetzt. Es wird ein bisschen anders. Wir haben einen Metzger bekommen jetzt. Ja. Es wird, weißt, das ist wieder anders. Und da ziehe ich mich, sie sind jetzt am Metzger zum Beispiel. Ja. Und ich bin seit einem Monat oder ein bisschen mehr, habe ich nichts mehr zu tun mit dem Tag. Und ich bin auch nicht verrückt. Also es ist schon ein harter Tag. Wir sind beide am Abend. Da bist du einfach... kannst auch wirklich... Also Remo und ich sind so. Der Dario, den wir jetzt eingestellt haben, der ist wieder anders. Ja. Der versorgt das super, weißt? Und das sind die guten Metzger auch. Ja. Der Remo ist so fein dort durch, gell? Ja. Aber darum ist er mein Mann. Ich hätte nie einen Metzger als Mann. So. Ja. Und weil er auch so fein ist und mit dem so umgeht und so Mühe hat am Anfang, das brauche ich als... Ja, sonst könnte ich nicht mit dem Nein, weil ich weiss, du hast mir das erzählt und das hat mich eben auch so berührt. Ja, sehr. Genau. Also, Remo ist auch Metzger. Ist Metzger. Ist Metzger? So. Ja, genau. Und dann habt ihr euch irgendwo kennengelernt? Ja, habt ihr euch über sind wir jetzt gewesen. Sonderägeri beim Villiger. Der Frank hat das nicht geschnallt. Ich habe gerade gewusst. Ja, in Unteregeri. Beim Villiger. Beim Villiger. Natürlich. Remo beim Villiger gearbeitet. So, genau. Und du kommst zur Tür rein und Remo sagt, so. Das war sehr lustig. Unsere erste Begegnung war lustig. Ja. Meine Mami, seine Schwester, hat dazumal dort gearbeitet. Ich bin ein bisschen durch sie dann auch dort reingekommen und alles. Erste Tag, wo wir gekommen sind. Ja, Frank. Du musst dich ein bisschen zurücklehnen. So, du kannst das Mikrofon näher rannehmen. Nein, es ist wunderbar, nein, das ist toll. Aber ich muss die Kamera anders anstellen. Das ist die erste Folge mit Gast. Ich muss das alles so ein bisschen zurechtfummeln. Ich habe vorhin auch gesehen, zum Beispiel, darf ich ganz kurz unterbrechen, bei dieser Kameraeinstellung, ich habe es wieder nicht hinbekommen, dass die Kameras, dass ihr euch anguckt, wenn ihr miteinander sprecht. Die eine guckt in die Richtung, die andere guckt in die Richtung. Ich bin zu bescheuert. Nein, aber es läuft alles. Wir machen das. Deshalb deshalb sitze ich in der Mitte, aber das ist doch herrlich. Also jetzt. Aha, dann schaue ich dich an. Nein, wir machen genauso weiter. Wir machen genauso weiter. Ich schwitze nur auch Blut und Wasser, weil ich die ganze Zeit auf die Knöpfe drücke und hier gucke und alles.
Es läuft sensationell gut. Also. Okay. Erste Begegnung Müssen wir mit noch etwas Remo. besprechen, Frank? Nein. Es ist alles gut. Bevor wir weitermachen. Ja, nein, es ist alles Okay. gut. Technisch, wir sind gut Sind wir unterwegs. gut drin? Ja. Okay. Also, Remo. unsere Begegnung. Meine Tante ist auch ein Mensch. Sie ist sehr ruckige und Wer? geradeaus Mami, seine Schwester Elisabeth. Nein. Sie kenn wohnt ich auch schon seit immer in Ägeri mit ihrem Mann. Sie hat einen Ägerer als Mann. nicht. Ja. Mhm. Und sie ist auch geradeaus. Geradeaus und es kommt gerade. Was gedacht wird, wird gesagt. Und genau. Und wir sind zusammen, sie ist mich abholen draussen. Wir sind zusammen durch die Türen hineingekommen. Zuerst hinten die Produktion und nein, wir sind zuerst sogar runter in die die Schlachterei runter. Dort unten hat es noch so Maschinen mit Schalen, Wack und so weiter. Egal. Mich vorgestellt allen den Mitarbeitern, die am Ausbeindeln waren, Metzger. Dann sind wir rauf. Und dann ist so ein Villiger die Rüsterei, wo Hotel gerichtet werden und Laden vor allem gerichtet wird mit Spiesseln, mit Hamburger, mit Cordon Bleu und. Die ist beim Filliger hinterm Tresen da, mit Hinter dem dem großen Laden. Fenster. Du Ne? siehst eigentlich noch ein bisschen hinterher, richtig, genau. Und dann ist dort sind 1, 2 Leute noch gsi. Hoi, ich bin Irene, bla bla bla. Gut. Dann zum Remo. Hoi. Also ich hatte das Gefühl, wir haben einfach Hoi gesagt. Hoi. Und laufen eigentlich hinter, wir sagen ihr Gotti. Es ist meiner Schwester ihr Gotti. Ja. Aber wir sagen alle. Laufen am Haben wir Gotti nachher. Genau. Und sie kehrt sich und wäffelt mich an und sagt, bei dem komme ich dann nie als Hochsieg, ich sag dir's. Nein. Ich so. Also das ist ja völlig absurd. Aber sie hat den Blick gesehen. Sie hat Also von 100% ihm? den Blick gesehen. Oder von mir. Von beiden. Sie hat ja mich sehr gut gekannt. Ah. Ich glaube von mir. Und das so gesagt. Dort komme ich dann nie als Hochsieg, oder? Krass. Großartig. Ich hätte auch nie können als Hochsieg, weil es Ja, ist ja, nicht genau. gewesen, oder? Ja, genau. Ja. Vielleicht auch deswegen. Vielleicht. Keine Ahnung. Und Nein. das ist ja dann aber noch 3 Jahre gegangen, dann, bis Ja. wir wirklich zusammengekommen sind. Okay. Ja. Also der Megan hat immer gesagt, wir haben zusammen Bratwurst im Buffet genommen. Und dann Aha, zusammen gewusst. Ach so, und dann der, Und dann der Blick Berührung und und Herzchen und sowas. genau. Ja. So ist es nicht Okay. gewesen, Ja. Also nicht so Nein, ist nicht so Strolf-mässig. Nein. Ja, genau. Aber dort bin ich schon in dieser gebrochenen Zeit, die wir vorher schon mal Ah. drüber Ja. geredet haben. Das war so Schmerz. ein die. gewesen. Ja. Ja. Wo er mir eigentlich, vor allem er mir drüber geholfen hat, über alles rein. Und dann irgendwann, es ist glaube ich so 3 Jahre später, glaube ich, beide haben immer noch dort gearbeitet. Wir haben etwa mal sind wir zusammen zum Mittagessen am Samstagmittag und eigentlich sonst nicht viel mehr. Ja. Und dann ist sie Götti gestorben und dann haben wir uns das erste Mal umarmt, eigentlich, Ja. Nähe. Und dann ist es irgendwie dann immer noch ein bisschen weitergegangen, genau. Ja. Bis ich ihn heimgezehrt habe. Ja. Geschäftsessen. Okay. Ja. Ja. Und Ja. dann Theater mit Nein, will nicht. Einfach mega. Ja. Ja. Weil ihr zusammen gearbeitet habt. zusammen und mit gearbeitet einem, und er hat ganz ein anderes Leben geführt als Ja. ich. Absolut, ganz andere Welt. Ja. Ja. Habe ich mir am Anfang einfach irgendwie nicht, keine Ahnung, und gleich hat es mich auch gereizt, etwas anderes. Oder? Ja. Von wann bis wann hast du beim Villiger gearbeitet? Wann haben wir das Feierabend übernommen? Keine Ahnung. Das ist so schwierig. Ich bin ganz ein doofer Zahlenmensch. Ja. Kann Dann ich mach nicht ich, mehr weil sagen. Ich sage jetzt mal bis 2020. Ja, okay. Ja. Nee, 4 weil Jahre, ich 3 habe früher in oder 4 Jahre. Allenwinden gewohnt Ja. und deshalb bin ich dann immer zum Bist auch zum Villiger? zum Villiger. Aber ich habe in Ja. Allenwinden gewohnt von 2013 bis 2016. Nein, Nein. bin ich noch nicht dabei gewesen. Nein. Okay. Ja. Oh, krass.
Ja, Okay. wunderbar. So, also dann du und Remo Ja. umarmt, gemeinsam in der Wurstauslage In im der Produkt, ganz genau. Genau, Die sehr Herzchen mit romantisch. allem, was Genau. dazugehört. Dann die Rosarot-Brille. So, Nie mehr abgezogen. nie mehr Ja, abgezogen. Wow. Genau, mit Hochzeit bzw. Antrag, das haben wir schon gehört. Genau. Ich habe Ja. das Gefühl, das ist jetzt auch nicht das letzte Mal, dass du hier sitzt. Ich glaube, wir haben so viele Ja. Themen, War dass wir super da einsteigen können. Mhm. Aber wir spulen vor Ja. und Ja. dann, wann haben sich denn und wie vor allen Dingen auch die Möglichkeiten aufgetan Für mit die der Vierabend? Ja, wir haben uns wirklich Gedanken gemacht, mehrmals immer wieder Gedanken gemacht. Die Villiger ist, es hat uns einfach nicht mehr ganz gepasst. Mhm. Ich weiß nicht, ob es schwierig geworden ist, weil wir zusammengekommen sind. Es ist halt auch schwierig für die Mitarbeiter. Weiß es nicht. Für sie ist es, glaube ich, schwierig gewesen. Okay. Wäre ich, glaube auch anders. Aber sie sind in dem Arbeitsmodus und es hat nicht sehr viel Platz mit lustig. Also ja, ich denke mir mal, es hat darum auch nicht so gepasst. Und irgendwie haben wir gemerkt, wir müssen da weg. Beide. Mhm. Und haben das auch etwa mal besprochen mit meinem Daddy, Mami daheim, oder? Und dann das war eine Zeit gewesen, im Feierabend ist es nicht mehr so gelaufen. Ist ja gleich, wer es dort hatte. Aber ja, wir haben so ein bisschen besprochen, wäre das etwas? Und dann hat er gesagt, übernehme ich doch das hure Feierabend. So, ja. Und das haben wir dann. Mhm. Ja. Also Was haben wir eigentlich von der Metzg ins Gastro. Von der Metzg ins Gastro. Mhm. Und für mich ist es ja schon wirklich, ich habe die Engelbar ist irgendwo drinnen auch noch gewesen. Ah ja, Ja, stimmt. Das ist aber... Das hast du nicht mehr. Ja, das hast du Ja. wahrscheinlich nicht mitbekommen. Das ist die Bar, die unten drin ist? Ja, irgendwie? genau. Ja, Hat die glaube ich, jemand geführt? Ach, ich weiß es gar nicht mehr. Ist Wir, auch wir müssen das für wurscht. Nicht-Walchwiler, wir haben ja auch internationales Publikum, sorry. müssen wir dann sowieso mal insgesamt eine Tour machen und dann mal alles was es zeigen, alles wovon gibt. reden Ja. wir Ja. denn, Ja. was ist Vierabig, was ist Ja. Stern, Ja, was das ist stimmt. Engel, was Ja, ist das so. Im Unbedingt. Restaurant Engel unten an der Verzweigung Richtung Walchwil rauf, Genau. hat es unten innen eine Bar gehabt. Ja. Und Bea, Mhm. wo heute im Feierabend wirtet, hat dazu mal den Engel geführt. Und ich bin eigentlich so eine Saison, halbes Jahr, habe ich die Bar geschmissen unten innen. Mhm. Aber meine Verfassung nicht so super und ich bin dann viel allein dort. Mhm. Mhm. Und das war irgendwie nicht gut gewesen. Ja. Also allein, Ja. auch allein keine Gäste? Ja, oder? genau. Es ist halt wirklich Walchwil. Es Ja. ist Ja. einfach Walchwil und Ja. da hast du Ja. manchmal Leute und du magst nicht kommen alleine. Mhm. Ja, ja. Und dann manchmal hast du keine einfach Leute. keinen Ja. Mensch. Ja. 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 Und das ist Walchwil. Das war dort nicht das Beste gewesen für mich. Mhm. Nicht nur das Beste, ja. Mhm. Auch cool gewesen, natürlich. Mhm. Aber ja, das war irgendwo noch zwischendrin. Ich weiß echt nicht mehr. Mhm. Mhm. Ich bin wirklich mit den Zahlen und so. Ja. Das ist nicht so mein Das ist Ding. ja- Alles gut. Ja. Alles Genau. gut. Meins auch nicht. Ja, und nachher haben wir das Feierabend übernommen. Ja. Dies auch nicht. Ehrlich nicht. Also, Nein, weißt nein, du, So sag, ein wenn- Blödsinn, was sagst du immer? Das ist reine Koketterie. Ja. Nein, so Ja. ein Quatsch. Du weißt doch sicher, du bist doch der Typ, der weiss, in welchem Jahr habe ich was gemacht. Nicht? Das ist für mich. Aha. Ja, mal das schon. Eben, Ja. Das Ja, ist für das mich. schon. Das interessiert mich nicht mehr, wenn das war. Ja, okay. Ja, mal das schon. Das ist irgendwie weg, ja. Ja, mal das eigentlich schon. Ja. Siehst Ja. So, und dann habt ihr die Bar, die Vierabig Bar übernommen. du? Mhm. Und auch hier wieder für unser internationales Publikum Vierabig heißt Feierabend. Genau. Und in Hamburg würdest du sagen Pfofftein. 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 15. Pfofftein. Ja, Pfofftein. Weil auf der Werft dann Pfofftein, ne? Ja. 15 Uhr, dann war Schicht zu Ende. Pfofftein. Pfofftein. Ah, okay. So. Danke. Und es ist ja dann aber nicht bei der Bar geblieben, ne? Sondern ihr habt ja dann irgendwann, wo du erzählt hast, ne? Genau, Irgendwie genau. die Metzger. Wir haben Feierabend Bar übernommen, 16. März 20. Das wüsste ich zum Beispiel nicht mehr. 20. Und dann haben wir echt ein cooles Jahr gehabt. Mhm. Mega cool. Wir haben Essen gehabt. Wir haben das jetzt das zweite gemacht. Ja. Was Bea heute alleine macht, haben wir jetzt das zweite gemacht. Wir haben
mega ausgelegt auf unser Business mit Metzg. Wir Ja. haben Kühe gemetzget oder Lammmetzgen selber verschnitten, wir haben selber gewurstet, wir haben, weißt, und immer Menüs. Im Sommer hat es eigentlich Freitag, Samstag oder Donnerstag, Freitag, Samstag immer Menüteller gegeben. Ja, stimmt. von Ja. Mega alles selber gemacht. Jedes Söseli, jedes Tipp, einfach alles. Das ist voll unser Ding. Wir haben uns dort ein bisschen gefunden. Wir machen für die Leute alles, was wir können. Wir haben auch viel mit Kochen halt zu tun. In der Metzg du musst können am Kunden Auskunft geben. Ja, logisch, was wie machst du macht er dazu? was und Und am besten dazu. Und, Ja. wir haben durch das ein bisschen das aufgebaut, eigentlich mit viel Menü, Kochen, geschaut, dass die gutes Znüni haben und. Einfach wirklich für den Walchwiler. Das hat auch super funktioniert. Das war ein cooles Jahr. Am 16. März 2021 haben wir zugetan. Genau auf einen Tag, ein Jahr später, wegen Corona. Und dann ist ja die verschissene Zeit gekommen mit diesen 2 Jahren, oder? Ja. Mit gut und nicht gut. Und, aber wir haben dann die Metzg eigentlich, der Walti Kennel, hat eine Metzg geführt in Art mit seiner Frau, der Jeanette. Sie haben 38 Jahre lang dort hinten aufgebaut. Genau. Er ist öfters ins Feierabend gekommen. Er hat ja gewusst, der Remo Metzger, ich in den Metzgerverkauf, eigentlich würde es mega super passen. Übernehme ich doch das Geschäft, oder? Meinst du nicht? Und wenn der nicht, es ist viel stürmen und machen. Ich hatte das Gefühl, nö. Nein, voll nicht. Mir war es dort schon ein bisschen zu viel gewesen mit dem Corona-Feierabend. Finanziell immer knapp. Wie soll ich, also ich kann mir das nicht vorstellen, wie soll ich mir jetzt noch eine Metzger übernehmen, Remo? Das geht nicht. Aber irgendwie gemerkt, dass der Remo will. Warum wollte er? Hat er das mal gesagt? Aus welchen die Beweggründe? Aber er ist, glaube schon ein bisschen auf das aus, wie stolz das einem macht, etwas zu erreichen, oder? Und ich glaube, das hat ihn so ein bisschen getrieben. Mich stolz machen, seine Eltern stolz machen. Ja. Mein Daddy ein bisschen stolz, ein bisschen hat er es vielleicht geschafft. Aber der Franz. Ja. Genau, ja, voll. Und wir haben die Metzger geöffnet, während wir zugehört für Corona. Ja. Es ist darum, auch in dieser Hinsicht ist Corona dort finanziell ganz schlimm gewesen für uns. Ja. Noch lange jetzt. Sehr nachher geschleicht alles. Aber wir haben dann die Metzger übernommen und sind echt, ich sage es jetzt einfach, voll auf die Fresse gegangen. Was? Ja, das ist echt das Schwierigste, was ich je in meinem Leben haben müssen meistern. Okay. Das war eine ganz krasse Zeit gewesen, eigentlich. Nach dem Walti Kennel. Die Kundschaft wollte den nicht gehen. Okay. Der hat das so gut gemacht und das ist wirklich super gegangen, oder? Dann kommen 2 Junge und das ganze Metzgergeschäft es ist auf Vertrauen und wir hatten wirklich einen ganz schweren Anfang gehabt. Eigentlich die Hälfte von unserem Geschäft besteht ja vom Retourmetzgen für Bauern. Ja. Also Bauern, die haben ja ihr Vieh, oder, wo sie auf den Lastwagen gehen, zu Bell, zu Mikana, einfach die Grossen, oder, die werden abgeholt und so. Ja. Aber die wollen ja auch ihr Fleisch essen, oder? Und dann kommen eigentlich wir ins Spiel, weil die Grossen geben ja das Fleisch dann nicht mehr retour. Und wir metzgen eigentlich für einen Bauer, der seine Gefriere füllen will. Ja. Oder Mischpaket verkaufen, zum Beispiel. Ja. Okay. Und eben auch das, der Remo hat nicht Schlachter gelernt. Ja. Der hat das auch nie wollen, oder? Wir haben dann jemanden dazugezogen, der ein Kollege war zu dieser Zeit. Und es ist einfach, wir haben nicht gewusst, wenn wir, durch das hat unser Angestellter nicht gewusst, was soll ich. Er war auch sehr jung und ja, es ist alles ein bisschen drunter und drüber mit den Haufen Fehlern. Wir mussten ganz viel lernen zuerst. Und das hat uns eigentlich alles sehr schwer gemacht, ja. Sorry Frank, mach nur. Und habt ihr, also wo habt ihr die größten Fehler gemacht? Es geht jetzt nicht darum, die einzelnen Fehler aufzuzählen, sondern habt ihr die Fehler gemacht in der Kommunikation untereinander oder mit den Kunden oder habt ihr die im Wirtschaftlichen gemacht? Oder habt ihr ich glaube einfach, der erste grosse Fehler war,
an so ein Projekt so blauäugig daran hinzugehen, wie wir halt sind. Gut, das ist wahrscheinlich nicht nur schlecht. Hey, wir hätten es nie gemacht. Aber wir hätten das nie, Ich kann gerade sagen. wir hätten das nie Ja. gemacht, Ja. wären wir nicht Ja. so blauäugig. Ja. Hätten wir niemals. Wenn wir das geplant hätten, hätten wir gesehen, dass das echt übel wird. Ja. Und darum, ja, wir sind ins kalte Wasser gefallen, wir haben sehr viel gelernt und heute sind wir da. Mhm. Aber es hat jetzt 4 Jahre gebraucht. Ja. Mhm. Ja. Wir haben wirklich eine gute Kundschaft. Wir haben halt mit unserem Vorgänger, das hat nicht geeignet. Wir mussten das müssen lassen. Die Beziehung hat nicht geeignet. Wir haben dann durch das auch nicht mehr können auf seine Hilfe zählen, was uns viel Fehler erspart hat, wenn wir hätten können ihn fragen. Ja. Aber unser Stolz gross. Dann haben wir es alleine durchgezehrt und auch die, weißt, ich bin dort hinter dem Buffet gestanden und ja, das schmeckt nicht mehr gleich. Und es ist nicht gleich und gleich und gleich und das hat mich einfach nur noch, also ich habe wirklich schwierige 2 Jahre, sage ich jetzt auch psychisch, das ist, ich bin mir das nicht gewöhnt gewesen, dass man mit mir so umgeht, oder? Das ist hart gewesen, echt hart gewesen. Und dann haben wir uns entschieden, wir kehren alles. Und dann haben wir wirklich das ganze Buffet, alles von ihm vorher, so schlimm. Wir haben das gemacht. Alle Rezepte haben wir nicht übernommen von ihm. Ja. Alles neu gemacht, alles neu aufgesetzt. Alles unseres. Ja. Und Voll unseres gut. und unseres und unseres. Voll gut. Wir haben jetzt unsere Bratwürste und wir haben unsere, Voll gut. einfach unseres. Ja. Und niemand mehr vergleicht uns mit vorher. Und das Ja. ist, jetzt wird das wunderschön. Ja. Ja. Wir haben unser Sortiment fest und unsere Werte drin. Mhm. Aber wir haben wir wursten komplett ohne Nitritsalz, alles. Ja. Und das war schon unser Wunsch gewesen, mit das Nitritsalz ist zum Umröten vom Fleisch, dass ein Servala rot ist oder so glänzt, oder? Ja. Ist aber eigentlich ein sehr angriffiges Salz für Bauchspeicheldrüse. Sehr. Ja. Gell, man kann nicht alles ist nicht gesund. Eine Wurst hat genau gleich immer noch Fett drin und es ist, aber ja, sie sind einfach mit normalem Kochsalz und haben Randen drin für die Farbe. Randen? Ja, voll. Sehr Randen. So gut. Randen, darum glänzen sie genau gleich Ja. wie alle anderen Servala. Schmecken dann auch genau gleich. Und. Nein, die schmecken im Fall. Nein, Feierabend schmecken nicht genau. Wie habt ihr denn die Rezepte entwickelt? Also, dann habt ihr gesagt, pass mal auf, ich gucke jetzt mal hier auf die Auslage, ich gucke aufs Buffet und alles raus, aber wir müssen ja was anbieten. Was wollen wir anbieten und wer baut uns die Produkte vom Rezept her? Wie habt ihr das gemacht? Das ist mein Mann. Das hat der Remo gemacht. Ja. Komplett. Ist hingegangen und hat so... Komplett. Er hat sich Ja, informiert über Spiez, das ist unser Ausbildungszentrum, eine Metzger-Ausbildung. Er hat Rezepte zusammengesucht und geändert nach unseren Gedünken. Ja. Ja, das hat alles er gemacht, weil in dieser Zeit hast du auf mich nicht mehr... Ich habe gemacht, was ich musste dort, wirklich. Ja. Aber Weil du du so am Anschlag Ich bin gewesen am bist. Anschlag gewesen, ja. Ja, Also wahrscheinlich schon weit drüber. Weit, echt. Ja. Heute weiss ich, dass es zu weit war, ja. Ja. Und Feierabend hast du auch noch gehabt? Das Feierabend hatte ich dort noch gehabt, Ja, genau. also es ist ja Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, die Entscheidung dort, Bea, mit Bea jetzt, oder? Sie hat bei mir gearbeitet zu dem Zeitpunkt 60%. Ich habe sie durch Corona durchgezehrt. Hätte ich ja nicht können, eigentlich nicht dürfen. Ja. Habe ich irgendwie. Oder Hämmer. Ja. Und irgendwann in der Küche habe ich sie gefragt, Bea, würdest denn du das einfach laufend jetzt übernehmen? Ja. Morgen? Nein, Ja. nicht morgen, okay, das ist jetzt übertrieben. Aber Und sie sagt einfach ja. Mhm. Weil ich habe nicht gewusst, wie komme ich aus dem allem raus und zwar Ja. so schnell wie Ja. möglich, sonst Ja. kommt es Ja. nicht gut. Ja. Meine Psyche war ziemlich angeschlagen gewesen. Und wir haben eben dort mit dem ganzen Metzgen, das ist wieder das Metzgen, das wir beide nicht gemacht haben. Unser Arbeiter ist eigentlich dem, haben wir irgendwann gekündigt. Und sind nur noch wir zwei gewesen. Und dann haben wir miteinander gemetzget, der Remo und ich. Braucht man dann dafür irgendein Zertifikat? Oder? Ja. Mhm. Ja, er hätte den Kurs noch machen. Und auch, dass du die Betäubung darfst setzen Mhm. musst du einen
Kurs alle 3 Jahre machen. Also was Betäubung setzen? Mit dem Bolzenschuss, weißt du? Ja, Wo du eigentlich ja, ein Rind für das betäubst. musst du einen Kurs, also für das Ja. musst du auch, Ja. okay. Ja. Genau. Ja. Ja, für das musst du zum können metzgen. Ja. Ich sage extra nie töten, weil wir metzgen und wir töten Ja. nicht. Ja, Weil wir dann, ja, das hat mit der Betäubung zu tun, oder? Mhm. okay. Ja. Mhm. Mhm. Genau. Ja, das hat der Remo. Das ganze Ja. Sortiment ist auf ein Remos Erfolg. Er hat komplett überall. Das ist auch sein Ding. Das ist wirklich ist so rausgekommen. Das haben wir auch nicht gewusst von Anfang an. Ja. Mhm. Und sind denn dann Stammkunden, die über Jahrzehnte beim Kennel dann gekauft haben, reingekommen, haben ins Buffet geguckt, ja, aber wo ist denn bitte meine Trüffelleberwurst? Nein, Nein. Die sind gar nicht mehr gekommen oder die haben das gar nicht gesagt? die sind oder? nicht mehr gekommen. Und das ist und Eigentlich fast alle nicht, ja. fast alle. Und das ist aber auch alles wahrscheinlich irgendwie alles aus Art gewesen, die da hingegangen sind und die sind einfach nicht mehr gekommen. Genau. Die sind dann Wir zum. haben schon wirklich 10 Kunden, sage ich mal, Ja. wo wir können voll drauf zählen von Ja. Anfang bis Schluss. Und Privatkunden oder habt ihr auch gewerbliche Kunden, also Hotellerie, Gastronomie? Nein, nur für das sind- Privatkunden. Ja, Privatkunden, die alle Wochen kommen. Oder? Für das sind wir zu klein, für Restaurant alles sind wir Ja. zu klein, das funktioniert nicht. Da müsste mir zu viel verlangen, wo Restaurant geht nur auf billig. Also, Also ja. sie Ja, müssen ja. halt auch auf den Preis schauen. Weil Sicher. Ja, klar. Sicher. sonst musst du das Konzept wieder anders aufsetzen. Was ich finde, könnte man als Restaurant, aber also es ist, ja, wenn man die Werte vermitteln will, kann man das auch in einem Restaurant. Ja. Aber nein, wir haben kein Restaurant gehabt, auch dort schon nicht. Wir haben wirklich Kunden verloren und wir sind eigentlich voll in ein Loch runtergesedert. Voll. Und dort unten wieder raufzukommen, ist alles unser Erfolg. Und das ist jetzt auch ohne den Vorgänger passiert und ohne seine Rezepte und seine Kräuterbutter und es ist alles jetzt unseres. Und das haben wir geschafft. Wir sind heute so weit, dass wir sagen können, wir haben den Start von dem Geschäft jetzt geschafft. Und das ist jetzt gleich 5 Jahre später. Ja. Ja. Ich bin so ein bisschen nah am Wasser gebaut. Ja. Ja, ja, ja. Aber ich auch. Ja, also die ganze Pandemiezeit, das alles noch dazu genommen und dann, dann Ja, das stellt ist sich so. eine Möglichkeit dar, wie sowas, Ja. pass mal auf, ihr könnt einen laufenden Betrieb übernehmen und dann hat man ja eine Euphorie Haben wir dann- gehabt, wir haben wirklich auch das Gefühl Genau. gehabt, das lohnt sich auch, ja. und an allen Ecken und Enden explodiert es. Ja. Und Überall, alle gegen uns. Oh mein Gott. Wir sind die neuen Jungen und Ja. auswärtig sind wir Ja, auch noch. ja, so, auswärtig. ja, Wow, ja, also ja. außerkantonal, andere Gemeinde. Auswärtig. Ui. Also, ja, wir sind echt Ja, auswärtig. ja, Und ja, ja. das hat sich alles zum Glück beruhigt. Das hat sich alles beruhigt. Und es ist, ja. Hat sich aber, also wenn ich jetzt mal von außen zuhöre und ist beruhigt, nachdem ihr gesagt habt, nee, wir sind wir. Ja. Wir sind nicht die Nachfolger von Nein, wem auch immer, sondern wir ja. sind wir. Alles Und auf Null. anstehen, oder? Wir haben gelernt, anstehen für uns. Und, aber wir haben ganz Schlimmes erlebt, Hilfe. Das kann ich mir vorstellen. Ja, ganz Schlimmes. Echt dir. Ganz Schlimmes erlebt mit einem Haufen Menschen, die du nie mehr sehen und immer noch musst bedienen, weißt Ja. Oh, das ist auch schön. Ja, Das es ist ist auch schön. du. Aber ich bin gut im Vergeben. Ja. Das ist Weil ich eine habe wichtige wirklich Eigenschaft. das Gefühl, das hat dort nicht mich betroffen, so wie es gekommen ist. Ist okay, ja. Was ist Kann das ich etwas gewesen? trinken? Ja, Selbstverständlich. unbedingt. Entschuldige bitte, ja. Also wir sind schlechte Also, Gastgeber. Naja. Ja, excuse. Das müsste Wasser sein. Ja. Ja. Oder was hast du noch Wodka drin? Ja, Oder mit Gin? Wasser Genau, sind- ist vom Eichhof. Wasser ist vom es, aber Eichhof. von heute ist es. Ist es? Ja. Ja. Von heute ist es. Ja, ist möglicherweise. Ah, nein, ist gut, ich kann da meine Flasche tanken. Weißt du, was ist so das gsi, wo ja so ein Wendepunkt gsi für euch, wo ihr gesagt habt, mal, hey, wir tun jetzt nicht den Kopf ins Sand stecken, sondern wir gehen geradeaus. Was war der Motor gsi? Ehr. Der Stolz und Der Ehr. Stolz. Ja. Ja, glaube Ja.
Nein, ich weiß es nicht. Also der gab es einen Moment, wo ihr dann beide gesagt habt, nee. Ja, wir wollten verkaufen. Ja. Okay. Ja. Wir wollten verkaufen. Wir haben auch einen gefunden, der es kaufen würde. Ja. Wir haben sogar einen gefunden, der uns alles vorgeleitet. Mhm. Ich habe das angebahnt. Ich habe nicht mehr... So ein Leben. Mhm. Weißt, ich bin mich wirklich viel Gutes gewöhnt. Wirklich viel Gutes gewöhnt. Ich habe in meinem Leben nicht gedacht, dass ich verdient habe, so behandelt zu werden. Ja. Warum? Ja. Ich habe es nicht verstanden. Mhm. Einfach wirklich. Und ich habe nicht mehr kämpfen. Ich denke mir, wäre nicht alles so passiert mit der Vorgeschichte Feierabend, in der oh Gott, das habe ich gar noch nicht erzählt. Es hat bei uns daheim in der Tschache ist ein 300-jähriges Haus. Ah. In der Nacht eigentlich von der Übernahme von der Metzger, Ja. am Morgen mit Metzger übernommen, hat unsere Stube gebrannt. Ich habe gerade Hühnerhaut, sicher Hey, nicht. doch. Das- Und wir haben wirklich, das ist, Nein. nein, ich sage dir, es ist wirklich auch peinlich gewesen. Peinlich. Wieso peinlich? Wir haben überführt. Wir haben das Haus bezogen. Unsere Vermieter Ja. die leben in Neuseeland. Die haben wir noch nie gesehen. Mhm. Wir haben das ganze Häuschen übernommen. In der Corona-Zeit, wir hatten Corona gehabt. Unsere Kollegen haben für uns gezügelt und. Das Häuschen haben wir übernommen. Wir haben nicht heizen. Also heizen hast du können. In der Küche kannst du eine Kuhst anführen und dann führt das für die Stube. Ist das warm? Nur Okay. für die Stube. Okay. Und wir haben gemeint, wir müssen das Haus warm bekommen mit dem Ofen. Mhm. Wir haben da wirklich überhitzt. Wissen wir im Nachhinein, oder? Mhm. Wir haben zu fest geführt. Wir sind in die Badwanne. Wir haben uns erholt von weiss ich was. Ja. Irgendwann sagen wir, hörst du das? Nein. Piepser, oder? Wir haben überall Rauchmelder. Feuermelder. Und dann sind wir aus dem Badzimmer und wir konnten schon nicht mehr schnaufen. Es war die ganze Hütte schwarz gewesen. Die haben Panik. Nein. Ich habe dann gemerkt, ich kann gar nicht reagieren im Notfall. Ich bin auf die Fenster auf, du rauf. Das ist total Genau, sehr gut. Mehr Sauerstoff. Und dann hat nur noch der Remo, nur scheiße. noch der Remo reagiert. Ja. Wir haben so Herzli-Abende. Mhm. Und wir legen uns schön an, haben ein Date. Jö. Ja, voll. Mega Und ich habe meine gut. Unterwäsche ausgelegt. Ja. Das ist jetzt peinlich. Nein. Egal, ich habe meine Unterwäsche ausgelegt. Und als Auswahl. Und das ist immer noch so gelegen im Zimmer oben. Ja. Das ist für mich, darum erzähle ich es, glaube für mich das Schlimmste gewesen, dass dort irgendwie 50 Feuerwehrmänner dann das Zeug gesehen haben. Obwohl mir jeder sagt, wir haben gar nichts geschaut. Ja, logisch, ja. Ich kann gerade sagen, ich glaube, Wir haben das gar ist... nicht geschaut, Irene, ehrlich. Ja. Wir sind dort einfach nur noch aus dem Haus raus. Wir haben zuerst probiert, Blut. Sind wir am Brunnen, wir haben Ja, nebenzu ist der nein. Garten, haben wir Blut probiert. Wir haben gemeint, oben weißt du, der Ofen, Mhm. so einen grünen, sagen wir den? Kachelofen. Ja, irgendwie das Ja. Wort, genau. Ja. Wir haben Wasser dort hinten geleert, Blut. Wirklich so verzweifelt. Und Ja. es wäre so peinlich, jetzt so jemandem anzurufen, weil wir nicht Ordnung hatten. Und Ja. weißt, was man sich für dumme Ja. Gedanken macht. Ja. Und dann war es wirklich eine Zeit, wo der Remo gesagt hat, und jetzt ist fertig, jetzt müssen wir die Feuerwehr haben. Und ich habe wirklich nur noch geklatscht, voll Ja. Panik. Und in Tschacha kann man mit dem Feuerwehrauto nicht fahren. Das ist da, wo Roland und Sandra wohnen. ja, genau. genau, zu Hinten, Unterstunden. ja. Mhm. Und wir sind draußen gestanden und ich habe einfach gehört, weißt, es stapfen richtig die Schritte. Mhm. Einer ist Säckchen gekommen. Und dann kommt unser Retter, Felix Haug, Ja. mit dem Feuerlöscher schon alleine. Ja. Alle von Nein. diesen Feuerwehrmannen sind übers Land abzäckchen gekommen. Jeder Ja. hat seinen eigenen Feuerlöscher von daheim mitgenommen. Nein, Wo ich habe gehört ich hat, habe die Schache gerade wieder, brennt. ich habe gerade wieder Hühnerhaut. Ja, bis der Schlauch bei uns unten Ja. ist. Oder? Ah. Und dann der Felix den ersten Schlag gesetzt mit dem Bieli in die Wand. Es war ein Innenbrand, Ja. ein Glimmbbrand. Ja. Ja. Und durch das wir zu heiß geführt haben, ist dann aber durch lauter Knusten von anderen Leuten, die dort schon gewohnt haben und, ist ein Nagel zu nahe gewesen, wo Faden, weißt, Holz wird ja einfach heiß. Mhm. Ja. Aber etwas mit Metall
Das fängt ja ja, verglimmen. Ja. Und dann ist oben innen ist alles ausgeschoppt mit Zeitungen wie früher. Die Isolierung, Ah. oder? Ja. Und dann Ja. hat es mögen entflachen. Ja, ja. Und dann hat er einen Schlag mit dem Bieli und dann ist das hat's nur noch geledert. Also Ja. 2 Minuten später und die ganze Sache wäre runtergesedert. Ja. Wahnsinn. Ja, mega. Und dort wir haben nach 3 Monaten nicht mehr heim. Unser Büro hat es verbrannt. Oder durch den Schaum nachher alles zerstört, was wir vorbereitet haben. Morgen die Metzger übernommen. Eben. Aber wie ist denn das dann überhaupt? Du funktionierst ja dann einfach nur noch. Ja, Ne? aber Das dort ist, habe wie ich ist denn das? wirklich, glaub, nicht mehr. Also, das hätte ja auch sein können, verflucht nochmal. Irgendwie der Schlauch von der Waschmaschine ist abgeplatzt und wir haben ein bisschen Wasser im Bad, aber nee, da brennt dann fast das es ist wirklich Haus ab. fast abgebrannt dort, ja. Und dann, das war so das private Theater gewesen. Ja. Und am Morgen haben wir die Metzger übernommen, natürlich. Es ist einfach alles dann, es hat schon falsch gestartet. Und das haben ja unsere Kundschaft oder unsere am Walti, seine Kundschaft, hätte das nicht gewusst. Ich habe ja das auch nicht allen erzählt. Nur Ja, zu ja. uns herauszureden, warum es mir gerade nicht so funktioniert. Ja. Das ist, ja. Ich kann das alles verstehen, aber alle anderen ja dann nicht. Und ja, was willst du jetzt? Jetzt zuerst durch. Wir konnten dann 3 Monate in Lienisberg wohnen. Kooperationswohnungen dort beim Fußballplatz. Was mein Onkel Beat dann für uns gerade eingefädelt hat. Ohne, weißt, das ist wirklich, das ist auch, was dort gelaufen ist an Feuerwehr und Helfer, das ist wahnsinnig. Ja. Das war auch super gewesen. Nur konnte ich es dort nicht können schätzen, annehmen. Es war einfach zu viel gewesen für mich. Logisch, einfach viel zu viel. Ja. Hey. Und so hat das Ganze gestartet. Metzger ist vielleicht, es ist ein bisschen erklärbar, gewisse Fehler sind dumm gewesen. Ja, haben wir müssen machen. Irgendjemand hat ja mal gesagt, also erstmal haben wir kein Glück gehabt und dann kam auch noch Pech dazu. Aber Irgendein Fußballer hat das mal gesagt. Ne? Und dann habt ihr ja aber das Ruder rumgerissen. Ja, aber erst dann wirklich etwa 1,5 Jahre später. Ja. Zuerst ist 1,5 Jahre lang nur Theater, nur schlecht. Ja. Ich habe jeden Weg gebrüllt für die Metzger. Weißt, wirklich, Nein. das ist so was. Und weißt du, so ein Rad von einem Auto, das draussen ab Metzger fahren, wir sind schon zusammengezuckt. Oh. Was kommt jetzt wieder? Was haben wir schlecht gemacht? Was ist nicht gut? Ja. Und. Das ist schon schlimm gewesen. Ja. Aber umgekehrt haben wir es dann eigentlich nachher, wo wir unseren Mitarbeiter oder Kollegen, wo wir uns zu dritten entschieden haben, dass es besser ist, wenn er nicht mehr da ist, auch durch Ärger. Und das war auch noch gewesen. Wir haben ihn dann zu lange auch noch angestellt behalten, um ihm nicht Müssen künden. aber wir haben es uns gar nicht leisten. Und so ist eigentlich finanziell, dann habe ich gelernt, finanziell Angst. Es gibt keine, die schlimmer ist. Es ist ein Horror. Ja. So wenig und so knapp ist Horror. Ja. Wir haben immer noch, weißt, es ist immer noch nicht, dass ich kann sagen, wir leben jetzt super weiter und super. Wir sind wirklich einfach immer noch im Sparmodus und noch nicht weiss nicht, wie weit oben, durch das, dass der Anfang einfach verkackt war. Und jetzt kommen wir. Ich rechne jetzt, dass wir starten. Jetzt. Alles andere konnte ich verschaffen. Absolut. Habe mir auch helfen. Ich bin in Kinesiologie, um mir helfen in dem ganzen gut. Verarbeiten und so. Ja. Und dann das Metzger. Das ist alle Woche. Das kommt Ja. alle Woche. Ist das wieder gekommen? Wir wollten das eigentlich gar nicht wollen. Aber wir haben das für uns das Geschäft gemacht. Sonst hätten wir müssen hören, weil wenn dort nicht Metzger ist, dann musst du hören. Ja. Haben wir dann nicht und haben es durchgezogen. Wir hatten einen ganz schlimmen Unfall gehabt mit einem Rind, wo einfach auch schief gelaufen ist. Das habe ich mitbekommen. Ja, Dort, ja. und das ist für mich dann noch... Das ist eigentlich dann ist die Rennen wirklich fertig gewesen. Ja. Das war zu schlimm gewesen, ja. Ist ja gleich, das müssen wir nicht tiefer eingehen. Ja, aber das hat ja dort, Remo der hat's Remo verletzt, ja, genau. Wir haben dann nachher recht Zeug, aber es hat ihm zum Glück eigentlich grundsätzlich für diesen Unfall hat es ihm nichts gemacht. Hat dann alle Muskelgefäße in den Beinen sind verplatzt. Nein. Ja, das ist genau. Und dann der Unfall gehabt, oder? Ja. Das Geschäft ist dann irgendwie gleich auch nicht. Und ja. ist jetzt einfach alles so gewesen. Heute bin ich so stark und sage, es ist so gewesen. Wir haben sehr, sehr viel gelernt, aber
das war streng. Ich wäre wahrscheinlich nicht da gekommen, hätte ich nur gelatscht. Ja, aber weißt du, ich habe jetzt im Fall bis in den Augen. Ja. Das ist... Ich habe dich ja immer... Also ich habe schon gewusst, dass sie es streng haben. Das Ja. habe ich mitbekommen. Aber dass es so war, ihre nicht... Aber die weißt du, das ist Hut. das, Angie. Ich glaube, man meint immer, ich arbeite nur und es ist so streng. Aber der Remo und ich, wir sind zwei Mhm. Leute, die auch also, ziemlich weit nachdem das Geschäft kommt, gut. Mhm. Also, wir sind schauen fest zu uns. Ja. Mhm. Und das haben wir uns vielleicht auch mal rausgenommen, wenn wir es nicht hätten zählen. Wir haben Das Ferien ist gemacht, wenn wir gute nicht Idee. hätten. Ja. Das könnten wir uns nicht leisten. Ja. Auch Ja. die Ferien, die jetzt wieder können, wir könnten uns die eigentlich, wenn du irgendjemanden fragst, könnten wir uns das nicht leisten. Wir nehmen uns schon, was wir brauchen. Das ist Sonst gut. wären Ja. wir wahrscheinlich nicht da, wo wir jetzt sind. Aber eben, ja, das ist Ja. das. Oder? Und ja. weisst, ich tue mich wirklich fest mit mir befassen und mit der Psyche befassen. Und ich bin nicht gesund. Mhm. Das ist so schnell kaputt gegangen. Das ist nicht gleich schnell wieder ganz. Nee. Das kommt ganz langsam und die Heilung passiert und ein Tag umeinander. Aber ich kann auch wieder Rückfall und ich denke, wow, wie, diese Woche, wie, hormonell bedingt sehr viel auch bei mir. Mhm. Ja. Ja. Und dann halt wirklich I einfach feel auch you. Scheisslaune hast Ja. und magst nicht. Ja. Magst einfach nicht. Und so Zeug haben wir schon auch. Ja. Also wir sind nicht nur dran und ich liege genau einfach an, weil ich mag jetzt nicht mehr. Ja. Und die Wäsche ist nicht gemacht und es sieht scheiße aus in den Sachen. Meine Katzen bringen mir Unordnung. Wegen dem bringen sie mir ganz viel anderes, was wichtig ist. Mhm. Ja. Mhm. Wenn du dann jetzt zurückschaust mit dem, was ihr jetzt habt, mit dem Ladengeschäft, mit der Schlachterei, mit allem, was dazugehört. Und dann habt ihr ja noch einen Foodtruck, mit dem ihr dann an verschiedenen Orten seid. Festen. Das ist das Genau. Hobby. Das ist das Ja. Hobby am Wochenende. Und dann natürlich, weil ja sonst, es ist ja sonst nichts zu tun. Ne? Das ist, aber zu Hause wartet ja die Wäsche. Natürlich, die blöde Wäsche. Ich hasse Wäsche. Das Ich ist auch noch auch. Ich etwas auch. Dummes. Wow. Aber- Ich tue sehr gerne Staubsaugen, aber Ja, Wäsche ich hasse auch. ich. Ja. Das hat was Kontemplatives. Nicht? Darf ich bitte? Ich bügel sehr gern. Nein, Ah. was? Nein, kann bügeln, ich bügeln hat wirklich was Meditatives. Das stimmt. Das kann ich mir also vorstellen. das ist, und da hat meine Mutter auch immer sehr, sehr großen Wert drauf gelegt. schön. das gebügelt. Also das ich kann auch pass auf, klettern. aber wenn du jetzt zurückschaust, ne? Also Nein, ich bist du jetzt zu diesem Zeitpunkt, ihr seid ihr zufrieden mit dem, was ihr habt? Ja. Punkt. Und das, was ihr jetzt habt, lässt das all das, was im Vorfeld passiert ist, verblassen? Noch nicht ganz. Ja. Schön. Noch nicht ganz, aber schon. Ja, es fährt an. Es fährt an. Unsere Herzchen sind angekommen. Ja. Überall ein bisschen. Ja. In den Schachen. Ja. Das ist auch so das Thema, gell? Gehört ja nicht uns. Ja. Und wir sind so glücklich dort. Im Winter frierst du den Arsch ab und im Sommer ist es heiß wie nichts. Ja. Aber das ist so schön. Wir sind dort daheim. Das ist, ich kann voraus mit den Unterhosen. Ich störe dort niemand. Weißt, Es ist aber auch ein Traum da unten, das muss man ganz ehrlich sagen. Es ist einfach so ein Traum. Ja. Und die Aussicht und einfach die Sommer Hm. sind einfach Ja. nur Die schön. Regina. Regina. Die Ja. Regina, ganz genau. Die Regina, aus, Frankenthal. vom Die Rigi. Rigi. ja, Ja. genau. Kann man Regina. nicht verstehen. Ich Die- weiss, ich verstehe es bis heute nicht. Die Rigi. Die Rigi. Die Die Rigi. Rigi. Der Rigi. Rigi. Der Ja, Rigi. der Rigi. Auf Ja. eine- auf eine Ja, Rigi sehr rauf. gut, das ist, ja, Auf auf eine Rigi. Rigi rauf. Ja. Auf der Rigi? Auf der Rigi. Auf der Rigi. Nein, Ja, wir auf sagen der jetzt schon Rigi. auf der Rigi. Ja, die Regina. Ja. Ja. Aber ja, Das ist der offizielle Regina. Name, Entschuldigung mal. Das ist, Das das hat der ist, Frank letztes Mal so getauft. Bist Ja. du schon, Regina. bist schon da oben gewesen? ja, Super. aber größtenteils gefahren. Ja. Ja. Aber Und ja. auch Aber mit wir auch Motor. nicht. Weißt, wir sind ja nicht, also bist du viel auf der Rigi? Nein. Wobei, Das ist jetzt mein, teuer. mein Also, und Grossdaddy... rauflaufen. Ja. Nein, aber mein Grossdaddy, Aha. selig, Seppi, Mhm. Seppi-Tag, einmal im Jahr, Mhm. weiss ich, bin ich immer mit dem Grossdaddy Auf der Rigi. auf der Rigi. Mhm.
Ich weiß, dass Schön. Joe mit den Mädchen ab und zu dann hochgeht. Ja. Ah ja, Also, ich meine, es gehört ja dazu. Ne? Ja, das ja. ist Das ist definitiv so. Ja. Ich schaue gerade mal auf die Uhr. Ja. Ich denke es mir. 83 Minuten. Wow. Ja. krass. Ja, Stunde 22, Stunde 23. Ja, Hey. sind wir dabei. Das Wir ist... haben nie Mühe gehabt zum Themen finden. Nein. Nein, und Habe das ich wird schon dann gewusst. auch in der Nachbearbeitung, weil ich das noch alles nicht im Griff habe. Ich könnte immer mal so Marker setzen. Ah, ja, wenn ich hast du wüsste, gemacht, oder nicht? Nein. Okay. Aha. Nein. Pass mal auf, hier haben wir das neue Thema am Wickel, hier haben wir das neue Thema am Wickel. Das müssen wir dann jetzt halt dann nochmal Ja. in der gesamten Nachbearbeitung machen. Und wir haben ganz viele Themen am Wickel gehabt. Ja. Und einiges davon ist zwingend. Ist zwingend, dass wir das noch mal weiter vertiefen Ja. an irgendeiner Stelle. Ja. Und jetzt versuchen wir mal so ein ganz klein bisschen den Abspann zu finden. Ja. Vielleicht. Ich habe noch eine Frage. die Du hast noch ich eine Frage. unbedingt stellen Gut. ja. Aber es Ich ist auch noch nicht, eine. Hä? nicht unter den Gürtel. Nein. Das machen wir wieder in. Geht- Was hast du gesagt? Night Shift. Nein. Night Shift. Ja, Night Shift. Radiobeispiel Night Shift. Genau. Das klingt wirklich gut. Oh mein Gott. Ich habe gesagt, er muss sich bei Fantasy Ja. anmelden. Ich weiß nicht, was das ist, aber ja. Fantasy, das ist so Hörporno für Frauen aus Deutschland. Ernsthaft? Ja, die lesen so Hörporno Erotik. für Frauen. Ja, da Wir haben lesen... 2025. Und du kannst verschiedenste Stimmen aussuchen Wow. und so. Ja. Hast du nie Werbung für das Nein, auf weißt du, Instagram? eben, nein, Ah, kein eben. Plan. Ja, Mhm. ich bin... Genau. Ich Ist bin ja aber schon recht versorgt. gleich. Freut mich mega. Ist aber wahrscheinlich im Fall auch für vieles sehr gut für mich, dass ich okay. versorgt bin. Ja, das ist Und eine schön. Aufgabe habe und Ja. eine brave Aufgabe. Und Eine anständige Aufgabe. Ist gut. also, Nein, was hast du schon immer mal wollen sagen und wäre schön, dass man es würde sagen, was du bis jetzt nie gesagt hast und würdest heute da noch im Mikrofon sagen? Wenn du so denkst, also ja, wenn, wenn jetzt, ich wenn jetzt da Leute zulassen, wie Mhm. auch immer, ja, was? was ich ganz fest gelernt habe, ist, ich meine, aber ihr wisst, ihr kennt meinen Vater, ihr kennt meine Familie, wie wir aufgewachsen sind, und es ist, für mich ist das Schönste, was ich eigentlich gelernt habe über die ganze Zeit, ist, dass du eigentlich jeden Mensch selber kennenlernst. Weißt, du bist so Mami oder Daddy belastet. Wir haben so viele gute Menschen rundherum. Wir haben so viele gute. Aber du musst offen sein. Weißt, du darfst nicht mit Scheuklappen durch die Welt. Du musst die machen, wie die sind. Sorry. Ja. Das finde ich das Schönste und das Wichtigste, was ich gelernt habe, weil ich bin auch voreingenommen war. Meine Persönlichkeit war auch so gewesen. Und ich bin das wirklich stolz nicht mehr. Ich lasse jeden machen und lasse leben. Ich kenne dem seine Hintergründe nicht, ich kenne dem seine Vorgeschichte nicht. Was hat er vor einer Stunde erlebt, dass er so ist? Ja. Und. Mein Herz ist grösser. Ja. Schön. Mega schön. Das ist echt schön. Also ohne, Ja. im Buddhismus heißt es ja, ohne, und ich bin überhaupt nicht religiös oder spirituell, Nein, weiß ich ich auch nicht. Spirituell Ja. weiß ich nicht. Ja. Möglicherweise irgendwo ein ganz klein bisschen was. Ja, glaub schon. Aber im Buddhismus heißt es, das Leben ohne Befürchtungen und Erwartungen anzugehen. richtig. So, und Richtig. ich kann ja vom Gegenüber nicht erwarten, pass mal auf, du musst jetzt genau so musst, oder? reagieren, Das damit geht ich nicht. mich gut fühle. Richtig. Ja. So funktioniert Du das musst Ganze nicht. du musst das selber machen. Ja. 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 Und halt eben, wie du die Leute an. Das ist so ein kleines Beispiel noch. Wenn ich in Sonnenberg hintergefahren bin, zu der Metzg, das ist der Weg ab der Hauptstrasse, ist ins Grüne, oder? Mhm. Sehr viele Bauern und so weiter. Wenn wir dort zu fahren gekommen sind, haben sich alle gekehrt. Keiner grüßt, nichts. Und das tut weh. Ja, An einem ja, Menschen ja. wie mir, Ja, auch Remo, klar. keine Bestätigung, das tut weh. Ja, Und klar. wir haben uns gesagt, allen, wir winken weiter, lachen Mega an allen gut. und bis Ja. heute. Und heute dreht sich keiner mehr ab. Ja. Heute sind alle fair mit uns. Sie Ja. sind da, sie kommen auch wieder. Das ist auch schön. Die Arten kommen alle wieder zu uns. Und die haben uns nochmal eine Chance gegeben und für das sind wir ihnen auch sehr dankbar. Ja. Für
ist vielleicht auch, weil ihr eine andere Energie nicht mehr in der Angst, oder? Nicht mehr aus der Angst raus, sondern einfach aus der Überzeugung raus, hey, das ist schon gut und richtig so, wie wir sind. Weißt, wir haben auch gelernt, wir haben auch viel gelernt, eben anstehen. Die Selbstsicherheit strahlen wir wieder aus, wo wir verloren haben. Wir haben einfach Angst gehabt. Ja, logisch. Und dann macht mit uns auch jeder, was er will. Und wenn du die Selbstsicherheit wieder ausstrahlst und anstehst für das, was du machst, musst du nicht fest befürchten, dass sie dir etwas machen. Ja. Weil dann haben sie Angst, oder? Ja, klar. Ja, aber ich wollte nicht, dass jemand Angst hat wegen uns, sondern eher zu uns kommt posten. Ja. Weil es einfach gut ist. Genau. Ja. Und darum, wärmste Empfehlung, Feierabend Metzgenart. Super. Kann man übrigens auch hier in unserem Automat. Unten im Automaten. Ja, Hammer. Ganz genau. Hammer. Ja. Grosses Hammer. Sortiment. Love in den it. Automaten. Habe ich im Fall auch schon gebraucht. Ja. Merke ich. Ich merke, dass auch wieder das brauche ich. Das läuft sehr cool. gut. Ich bin echt sehr glücklich. Hammer. Ja. Sehr cool. Ja. Ich habe Freude. Ja. Auch danke Käsehüttenrust Ja. für die Ermöglichung. Ja. Möglichkeit. 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 Nein, Das nein, kannst du Möglichkeit. Möglichkeit. Es wird Ermöglichung. eine der Prinzipien von Radio Walchwil. Wir schneiden nichts. Oh, oh. Wir machen Nein, alles das auf ist den gut. ersten Take Ja, und all das. das. Es muss ganz genau so sein. Dürfen wir denn mal eine Außenreportage bei euch in der Metzgerei machen? Das wäre auch cool. Ich finde das sehr, sehr gut. Ich finde das Sehr gern. gut. Sehr gern sogar. Mega cool. Irene, ich wusste nicht, was mich erwartet. Ja, ich Ich auch nicht. Überhaupt gar nicht. Also ich hatte die Zusammenhänge, wer du bist, wo du herkommst und all das. Das habe ich gelernt, das habe ich auswendig gelernt. Wir haben uns ab und zu beim Burger kaufen, haben wir uns gesehen. Ich wusste aber logischerweise nicht, was die Gesamtgeschichte ist. Also vor allen Dingen, wenn wir mal die letzten 3-4 Jahre nehmen. Das ist viel gegangen, Um es ganz vorsichtig auszudrücken, es ist ein bisschen was passiert. Ja, es ist so wahnsinnig viel passiert und ja nicht nur an der Oberfläche, sondern schönen guten Morgen und Beine weggetreten. Ja, genau. Und gut, stehe ich wieder auf und Beine weggetreten. Heftig. Ja. Ich bin schwer beeindruckt und ich möchte viel mehr erfahren und darüber reden, wenn du auch Lust hast. Vielleicht kommst du mal wieder daher. Sehr gern. Wir sind 91 Minuten. Ja. Sind wir dabei. Und vielen, 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 vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Nicht wissend, was los Ja, genau. ist. Ja. Da wie bist voll gut. Und Mega schön. dass du offen über alles gesprochen hast. Danke. Vielen, vielen Dank. Danke vielmals. Danke euch auch. Bis ganz, ganz bald zum nächsten Mal. Ja.